Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, eure Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Jubes. Wir sind soweit, wir schreiben den 28.12., es ist der Abschluss des Jahres und zum Abschluss bringen wir euch etwas anderes. Wir haben gewisse Punkte aufgeschrieben, die wir besprechen werden und zum Schluss gibt es noch Breaking News, ein Roundup von allen Breaking News vom Jahr. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen. Und somit herzlich willkommen zum Abschluss unserer End-of-Year Season Review. Wie ich bereits schon angekündigt habe, ein bisschen auf eine andere Art, als wir es sonst bis jetzt gemacht haben. Ich hoffe, es gefällt euch. Tönt doch bitte gerne das Feedback dazu da lassen. Es gibt ja Kommentarfunktionen unter fast allen Plattformen, wo wir mittlerweile den Podcast hochladen. Aber ich finde, wir haben da relativ etwas Cooles zusammengestellt. Und zwar gehen wir einfach so ein paar Topics durch. Anstatt einfach nur so einen ganz normalen, ja, das ist cool gewesen und so, den wir wirklich schön auflisten, wer wir zum Beispiel das Gefühl haben, ist der Most Improved Driver oder was ist der schönste Helm gewesen. Und ja, ich glaube, da haben wir nicht überall die gleichen Meinungen, aber ein paar Orte sicher. Und da gibt es sicher ein bisschen Diskussionsstoff. Und ja, wir starten eigentlich gerade mit dem, was ich zuerst gesagt habe, Most Improved Driver, aber tun wir noch extenden zum Most Improved Team. Also welches Team und welcher Fahrer hat sich dieses Jahr am meisten verbessert? Da habe ich von dir schon gehört, McLaren. Siehst du bei den Teams? Genau. Ja, weil halt einfach, wenn man halt so schaut, wo sie Ende letztes Jahr sind, also sprich auf Platz 4 auf der Konstrukteurwertung, und jetzt ein Jahr gewonnen haben, ist es für mich schon ein klarer Improvement gewesen. Plus auch sind es Anfangsjahr noch nicht in den Punkten gewesen. Also die haben eigentlich wirklich alles über das Jahr hin entwickelt und sind immer stärker geworden und besser geworden. Darum für mich ganz klar Team Improvement und auch absolut verdient. Sage ich jetzt mal den Titel von meiner Seite her. Aber du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber der wird es ein bisschen anders sein. Oder wird jemand anders sein, so muss ich sagen. Ja, genau. Also nämlich, wenn es um Teams geht, ich sehe zum Beispiel McLaren, das haben wir jetzt das Topic, das wir nicht genommen haben, wenn wir jetzt sagen Team of the Year, dann wäre das für mich definitiv McLaren. Ich meine, die haben die Konstrukteursmeisterschaft gewonnen, aber für mich Most Improved tatsächlich ist Haas. Nicht zuletzt, weil sie halt einfach auch zwei gute Fahrer haben, die das Auto an den Ort gebracht haben, wo sie es hingebracht haben. Und ja, wenn du halt vergleichst, wie das letztes Jahr ausgesehen hat und jetzt dieses Jahr, das ist halt doch schon ein relativ grosser Unterschied. Also für mich, Most Improved Team ist in meinen Augen Haas. Okay. Ja, gut, da ja, kann ich auch dazu zustimmen. Also Haas hat sich schon auch wirklich gemacht. Ich glaube, dass der Günther Steiner rausgeflogen ist, ist schon die beste Entscheidung gewesen, die Haas treffen konnte. Und lustigerweise, wir haben es gerade vorher ein bisschen noch davon gehabt, ich habe so eine Auflistung von allen Breaking News, die dieses Jahr gekommen sind auf Instagram von Formel 1. Es waren gesamthaft 36 Stück gewesen. Das ist schon extrem viel. Und dort ist das allererste, ist tatsächlich auch das mit dem Günther Steiner, dass er Haas verlässt. Und das ist eigentlich voll crazy, weil eben, wir haben es auch vorher davon gehabt, wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, das ist schon über ein Jahr her, aber das ist wirklich Anfangsjahr beziehungsweise Ende letztes Jahr gewesen, habe ich gemeint. Also wirklich eigentlich zwischen der Season Break von 23 und 24. Aber es fühlt sich schon viel länger an. Aber es war das Beste gewesen, was Haas können basieren. Also gute Entscheidung vom Gene, den mal endlich rauszuschmeißen, weil man gesehen hat, was eine Person kann ausmachen kann. Anscheinend viel, weil Haas ist dann doch plötzlich viel stärker geworden. Ja, definitiv. Aber wie du sagst, die Season war extrem lang gewesen. Es ist viel passiert. Und ich meine, 36 Breaking News, das zeigt, glaube ich, wie viel Drama das es insgesamt gegeben hat. Von dem her. Ja, ich habe ja am Schluss dann noch alle Breaking News durchgegeben, was alles gesehen. Ja, wäre geil. Das wäre geil. Ja. Und das machst du nachher. Ja, nachher, das nächste Topic, das wir aufgeschrieben haben, wäre relativ simpel. Nein, warte jetzt. Jetzt habe ich Dinge übersprungen, ha? Most Improved Drivers. Ja. Also komm, erzähl, wer hast du aufgeschrieben? Ich habe tatsächlich den Lando Norris aufgeschrieben. Oh wow. Weil... Dann ist geil, weil ich schieße jetzt meins gerade rein, ich habe den Piastri reingeschrieben. Okay. Nein, ich habe tatsächlich den Lando aufgeschrieben, weil, also klar,
viele von euch wissen, ich bin jetzt vielleicht nicht gerade der grösste Lando Norris-Fan oder Freund. Aber man muss ihm doch ein bisschen Credits geben, weil im Vergleich, wie er in die Season reingefahren ist oder angefangen hat zu fahren, plus auch wie er letztes Jahr gefahren ist, hat er sich doch sehr stark improved in meinen Augen. Weil er ist doch immer ein Kandidat für das Podium oder auch für einen Win und ist auch wirklich brutal konkurrenzfähig geworden. Er hat auch im Max können teilweise Messlatte, also an die Messlatte von Max Verstappen herkommen, so muss ich sagen. Und darum finde ich, vom Improvement her würde ich innen. Ich verstehe auch Piastri, ich am Anfang muss ich auch ehrlich sagen, tatsächlich hat der Piastri noch im Kopf innen gehabt. Aber ich finde dann doch, dass der Unterschied vom Norris doch ein bisschen besser war oder grösser war. Weil man hat es halt gedacht, er hat zwar schon immer noch Fehler gemacht. Ich meine, Brasilien würde ich jetzt mal ausklammern, das Rennen, das Ende Season war. Aber er hat sich doch verbessert und ist weniger fehleranfällig gewesen. Hat es mir gedacht, gegen Schluss. Am Anfang hat er noch viele Fehler gemacht und gegen Schluss ist es immer weniger geworden. Ob es sie komplett vermeiden, dass so Fehler kommen, sei dahingestellt. Vielleicht wird es ja nächstes Jahr fehlerfrei werden und dann kann er vielleicht dann auch im Championship fahren. Aber ja, das tun wir mal noch nicht so anpreisen. Mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich ein guter Pick, weil ja, also man hat halt eben, wie du sagst, schon eine grosse Entwicklung eigentlich von seiner Seite gesehen und ich glaube, für ihn ist es einfach extrem gewöhnungsbedürftig gewesen, mal vorne mitfahren, oder? Ich meine, das letzte Mal hat er das in der Formel 2 gehabt. Dann nachher, wenn du das so weit anschaust, in der Formel 1 vorne fahren ist halt nicht das Gleiche wie in irgendeinem anderen Rennsport und verlangt halt schon ein bisschen etwas anderes von dir ab. Und es gibt viele Fahrer, die halt zuerst sich noch ein bisschen daran gewöhnen, wie das ist, so dort vorne zu sein. Ein paar schaffen es nie, wie zum Beispiel Daniel Kvyat. Aber ja, die gehen dann nachher auch wieder raus, oder? Also von dem her, nein, sehe ich, finde ich super und passt eigentlich auch zu ihm. Ich denke, es war eine gute Vorbereitung für einen richtigen Championship-Fight zu starten nächstes Jahr. Ja, müssen wir gespannt sein und schauen, ob er das auch schafft. Dann für mich, Piastri habe ich aus einem ganz einfachen Grund genommen. Ich glaube, letztes Jahr habe ich schon das Gleiche gesagt. Und zwar relativ simpel. Ich habe dieses Jahr des Öfteren vergessen, dass der Porsche in seiner zweiten Saison ist. Und der hat in seiner zweiten Saison seine ersten Wins reingehauen. Klar, er hat das beste Auto gehabt dazu. Aber ich glaube, wenn der Piastri full out einfach hat steigern in jedes Rennen, dann hat der Norris, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr auseinandergenommen. Und auch wenn nicht, hat er jetzt sicher genug gelernt dafür, dass er das nächstes Jahr machen kann. Also, wenn Norris das Gefühl hat, dass er nächstes Jahr einfach kann Championship holen, dann vergisst er seinen Teammate, weil Piastri ist jetzt echt mittlerweile schon auf einem Stand, wo ich würde sagen, er ist besser als der Lando und er hat es nur noch nicht so können zeigen. Jetzt gegen Ende Jahr, weil halt auch viel darum gegangen ist, ja, im Norris irgendwie ein bisschen zu helfen und zu unterstützen. Und sind wir ehrlich, wenn der Verstappen nicht den Piastri rausgetragen hat, ich bin fast überzeugt, hat der Piastri den Abu Dhabi Grand Prix gewonnen. Von dem her, ja, das ist so ein bisschen mein Take dazu. Also ich finde, Oscar Piastri hat eine verdammt gute Saison gehabt und ja, ich kann ihm nicht Driver of the Year geben, aber wegen dem geben wir den Most Improved Driver. Ja, also eben, ich sehe es vollkommen auch. Also eben, man muss wirklich bedenken, der Typ ist in der zweiten Saison, hat ja letztes Jahr schon einen Sprint gewonnen und auch das ja wirklich brutal strong gefahren, teilweise wirklich auf Augenhöhe auch vom Lando Norris gewesen, oder sogar auch drüber. Hat natürlich dann immer ein bisschen wieder drunter gelitten, eben mit den ganzen Teamorders, wie du schon auch angesprochen hast, plus das eben noch mit dem Verstappen. Ich glaube, da wäre schon Pace rum gewesen im letzten Rennen. Aber so ist es halt manchmal im Formelsport und ich habe ihn auch nicht als Driver of the Year genommen, so by the way. Okay. Bei mir beide nächsten für das nächste Thema eigentlich fast Contenders für Driver of the Year, weil es geht um Closest Teammates und da muss ich in meinen Augen ganz klar sagen, ich denke mal, bei dir wird es nicht anders sein. Wieder einmal die Ferrari Boys, Sainz und Leclerc. Wenn du ihre Punkte anschaust, ihre Performances anschaust, ihre Qualifyings anschaust, also die sind immer so nah voneinander.
Und alle Qualifying Gaps, die sie haben, sind ein paar Zehntel in der Regel. Ein paar Zehntel, ein paar Tausendstel oder Hundertstel. Und nein, auch Punkte. Also es hat so eine Average gegeben, die ich mal gesehen habe, von 3 Teilen, einfach so Tertial quasi vom Jahr. Und im ersten, zweiten und dritten Tertial gibt es kein Team, das so ähnlich viele Punkte gemacht hat wie die zwei. Die haben fast in jedem Tertial irgendwie, was sind es, 100 Punkte oder so gemacht pro Fahrer. Und das ist echt, da vielleicht mache ich alles durcheinander. Kann sein. Aber, geht das auf, was ich gerade gesagt habe? Es geht schon auf. Die haben beide etwa, ja, die haben beide 356 und 290. Also der einzige Grund, wieso dass der Sainz so viel weniger Punkte hat, ist halt einfach, weil der Leclerc der eine oder andere Win noch reingeholt hat. Ja, und der Sainz hat ja das Rennen nicht gemacht. gemacht. Sainz eigentlich auch. Saudi-Arabien. Und das stimmt. Hat ja die Blinddarmoperation gehabt. Genau. Also ich meine, wenn das nicht gewesen wäre, dann wären die noch viel closer und es ist basically nichts zwischen denen gewesen. Und wegen dem, ich sage es immer wieder, verstehe zwar schon, dass man den Hamilton mit reinnimmt, aber so ein gutes Team voneinander reissen, bin ich noch gespannt, ob das eine gute Idee ist für nächstes Jahr. Aber wir werden es sehen. Also ich muss vorab sagen, mit Close Teammates habe ich jetzt aufgeschrieben, welche Teammates sich am nächsten gewesen. Und nicht wegen der Gap. Also emotional. Ja, aber ich habe tatsächlich auch Chas und Carlos aufgeschrieben. Also von dem her stimmt es auch wieder. Also ich ja gut, aber erklär mal, wieso sind die auf emotionaler Ebene am nächsten? Die haben sich verdammt gerne, die zwei. Also allgemein, dort wo der Carlos ist, der versteht sich immer gut mit anderen Teammates. Und mir tut das irgendwie im Herzen weh, dass sie den Carlos rausgerührt haben für den Hamilton. Und ich glaube, so Ferrari wird es irgendwie mal bereuen, habe ich so das Gefühl. Und Scheins hat ja auch der Fred Vasseur mit dem schon darüber geredet, dass wenn der Hamilton mal weg ist, also spätestens in 2 Jahren, dass er vielleicht wieder könnte kommen. Es ist nicht unlikely, Kimi Räikkönen ist zurückgekommen. Was soll noch fahren, die immer wieder zurückgekommen sind zu Ferrari? Ja, also weißt du, schlussendlich, also ich würde es einfach im Carlos gönnen. Es wäre halt einfach ein bisschen bodenlos, weil er ist halt dann einfach, also gut, er ist ja von Anfang an, und das hat er ja auch gewusst gehabt, das hat er ja im Podcast von Beyond the Grid erzählt, dass er halt nicht das Ferrari-Projekt ist und er wird immer nur an zweiter Stelle sein, weil das Ferrari-Projekt ist ja der Charles. Aber er hat gesagt, eben auch dort, er hat schon Gespräche gehabt mit dem Fred, dass er wieder könnte retour kommen und so. Und ich würde es ihm wirklich gönnen. Und by the way, wegen diesen Gaps im Fall, ich habe gemeint, ich werde jetzt aber nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich habe gemeint, es ist so gewesen, dass wenn du Gaps von allen Teams zusammennimmst, also du zusammenrechnen, das sind ja ein paar Hundertstel manchmal, oder vielleicht, wenn es hoch und ein paar Zehntel, die Gap zusammengerechnet von allen Teams ist immer noch kleiner als die Gap zwischen Max und dem Perez. Yep. Das ist völlig crazy, Mann, wenn du das überlegst. Das ist völlig crazy. Und es ist auch mit den Punkten so, wenn du Punkte zusammenzählst. Ja, das kommt auch noch dazu. Alle Punktedifferenzen zusammenzählst, ist der Perez auch dort immer noch, ich muss sagen, 152 Punkte zu 437 Punkten. Ja. Und das im drittbesten Auto. Wie schaffst du im drittbesten Auto auf dem Grid? Ja, plus am Anfang das beste Auto, wenn wir auch noch so festhalten. Ja, also, crazy. Ich meine, dann hat er ja auch Podiums und so reingefahren. Und ich meine, das zeigt, was hat er in der zweiten halben Saison 32 Punkte gehabt, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht. Ja, der Gasly hat mehr Punkte geholt als er auch. Völlig krank eigentlich. Ja. Es ist übrigens sogar das nächste Thema, das wir aufgeschrieben haben. Ich greife jetzt da vielleicht ein bisschen vor, aber ja, grösste Skill Gap zwischen Teammates. Also da habe ich eigentlich spezifisch nicht Punkte dazwischen gehen, aber ich glaube, da haben wir beide das Gleiche aufgeschrieben, oder? Also du hast mir einfach geschickt, eine grösste Gap zwischen Teammates. Also das war für mich nicht Skill-Dings gewesen, aber, aber ich habe auch Max und Sergio aufgeschrieben, ja. So geil. Ja, wir haben ja davon geredet, so, es macht ja keinen Sinn, dass wir einfach auf Punkte gehen, und jeder kann das nachlesen, was die grösste Gap ist zwischen den Fahrern. Sondern wirklich nach unserer Meinung. Aber also Perez hat einfach sein letztes Jahr mit seiner Performance besegnet und der wird auch kein Team mehr finden. Ich finde, er sollte auch kein Team mehr finden, weil er hat sich jetzt genug kaputt gemacht mit dem Jahr. Das ist einfach eine abgrundtief schlechte Performance gewesen. Ja. Punkt. Also da gibt es wirklich nichts zu diskutieren. Ja, das ist so. Nein, also
Perez, der soll eigentlich schon letztes Jahr rausfliegen, weil letztes Jahr, diese Season, ist schon extrem schlecht gewesen im Vergleich, was der Max alles geliefert hat und er am dumm getümpelt ist. Und ich meine, das letzte halbe Jahr ist dann wirklich bodenlos gewesen. Also dort ist es klar gewesen, dass das einfach keine Zukunft mehr hat mit dem. Darum, dass er nachher gedroppt wurde ist von Red Bull jetzt finally, ist auch wirklich höchste Eisenbahn geworden. Über den Neuling, der reinkommt, kann man sich darüber streiten, ob er es wirklich verdient hätte, den Liam Lawson. Ganz ehrlich, ich mag es gönnen im Liam. Ich habe einfach das Gefühl, dass Red Bull ihn komplett wird verheizen, wie sie es auch schon bei einem Pierre Gasly gemacht haben und auch bei einem Alex Albon. Darum, ich glaube, der Yuki wäre vielleicht die bessere Option gewesen. Aber ja, Red Bull ist halt Red Bull und Red Bull macht halt Red Bull Sachen. Also ich glaube, da ist unsere Meinung ist ziemlich klar schon. Wenn es um das geht, oder dann hast du ein paar Mal gesagt, der Tsunoda hat sich die Chance verdient. Und das ist für mich eben auch der einzige Grund. Ich meine, ich verstehe, ein Tsunoda ist zwar schon besser gewesen als ein Liam, aber auch nicht immer. Er hat ihn nicht in Grund und Boden gestampft, wie das zum Teil Media-Outlets so sagen. Ich meine, in den Sprints zum Beispiel hat der Lawson besser performt, aber das wird halt in die Statistiken nicht so hart reingenommen, wie die normalen Rennen. Aber im Grundlegenden kann man schon klar sagen, auch wenn der Yuki ihn nicht in Grund und Boden gestampft hat, der Yuki ist seit 4 Jahren bei Toro Rosso dabei. Ich kann sogar Minardi sagen. Alpha Tauri, der Visa Cash App, ja. Ja, da Laurent Beck ist sein Team. Auf jeden Fall, ich finde es gut, dass jetzt endlich ein Isaac Hadjar reinkommt. Das finde ich mega, mega wichtig. Aber der Liam Lawson ist immer noch laut Definition ein Rookie. Der hat immer noch kein volles Jahr hinter sich und wird nächstes Jahr als Rookie behandelt. Und wenn du einen Rookie in ein Top-Team reinsteckst, dann muss es schon ein Verstappen oder ein Antonelli oder ein Oscar Piastri sein. Sorry, also da gibt es in meinen Augen nichts zu diskutieren. Und also ich bin wie immer noch gar nicht happy über die Entscheidung und versteht mich nicht falsch. Der Liam Lawson ist ein super Mensch, ein super Fahrer, er ist schnell und ich gönne ihm von Herzen die Chance. Ich werd wirklich auch für ihn cheeren nächstes Jahr, aber Yuki ist wirklich hart hintergangen worden und ich hoffe einfach irgendwie, und das ist vielleicht fies, dass der Liam Lawson wirklich auch schlecht performt und in einem halben Jahr wieder draussen ist. Und dass der Yuki dann endlich seine Chance bekommt, weil er hat es sich einfach verdient. Punkt. Ja, also jetzt vielleicht nicht gerade draussen, aber dass er vielleicht so Visa Cash App aber geschickt wird und dann nachher halt einfach so ein Driver-Swap wird geben. Ich bin auch ganz ehrlich mit dir, ich glaube, so der Vertrag wird auch so etwas festgelegt worden sein. Gehen wir schwer davon aus. Ja, einfach, dass man eine riesen fette Klausel drin hat, die für ihn fast unerreichbar ist. Wenn er die erreicht, die Klausel, sagen wir, er muss innerhalb von 100 Punkten oder innerhalb von 50 Punkten sein vom Verstappen, sagen wir 50 Punkte. Wenn er das erreicht, dann ist er super. Wenn er es nicht erreicht, es schadet nicht, die beiden mal wirklich zu testen und im gleichen Jahr im ungefähr gleichen Auto dort reinzusetzen und dann kannst du das einfach perfekt vergleichen, wie die fahren, oder? Ja, das ist so. Ja, du, wir sehen es, wie es wird kommen, aber ich bin ein bisschen zweigespannt. Also ich finde es halt einfach einerseits bodenlos gegenüber dem Yuki. Ich finde Memes geil, die gekommen sind dafür, aber es ist halt schon einfach bodenlos. Definitiv. Ja, ich würde sagen, Thema besprochen. Ich glaube, kommen wir später noch machen dazu. Wir gehen noch zum Driver of the Year. Um noch so ein bisschen die besten und schlechtesten Sachen zu besprechen. Wobei, dann muss ich vielleicht noch das letzte Thema vorgreifen, nachher, wenn wir das so gestaffelt haben. Anyway, Driver of the Year. Da habe ich mir ehrlich gesagt mega viele Gedanken gemacht, bis ich nachher gemerkt habe, eigentlich gibt es nichts zu diskutieren. Wegen dem habe ich noch mir Piastri überlegen und Leclerc überlegen und auch wenn ich ihn nicht gerne habe, sogar auch Russell habe ich Diskussionen da für mich. Ist mir einfach in den Sinn gekommen, es kann nur der Verstappen sein, weil der hat, wo das Auto gut war, performt, dass er eine riesige Gap hat und hat die Gap nicht zurückgehen, obwohl er das drittbeste Auto hatte. Und der Drive in Brasilien hat das einfach nochmal so befestigt, dass er dieses Jahr einfach wieder mal auf einem anderen Level war. Und ich meine, er hat in meinen Augen jetzt so schon knapp fast bewiesen, dass er so einer der grössten Fahrer gehört. Weil er hat jetzt auch in einem nicht so guten Auto gewonnen,
wenn er das nächste Jahr noch einmal macht, wenn er nächstes Jahr noch einmal Champion wird, dann ist er für mich absolute Diskussion für einen der besten, die wir jemals hatten in der Formel 1. Aber ich wollte so nicht zu fest vorgreifen, ich wollte ihn nicht zu fest rühmen, aber ich würde schon sagen, das ist eine von seinen stärksten Seasons eigentlich to date, würde ich jetzt so behaupten. Also ich hatte schon mal gerade da ein bisschen den Wind aus dem Segel nehmen, weil nächstes Jahr wird der Hamilton Weltmeister werden mit Ferrari. Aber das ist ein anderes Nein, aber ich habe ich habe tatsächlich auch Max Verstappen aufgeschrieben. Weil da gibt es nicht gross Zustimmen. Am Anfang klar wieder ein sehr dominantes Auto gehabt, aber dann nachher doch nicht mehr das dominante Auto gehabt. Und wir haben es oft schon gesagt, dort wo der Perez rumgefahren ist, kannst du vielleicht noch etwa 4-5 Positionen dazu rechnen. Und dann hast du etwa so den Average, wo der Red Bull eigentlich landen würde. Und alles, was drüber ist, ist einfach Talent von Max. Und der Drive in Brasilien hat es einfach einmal mehr bewiesen, was er einfach für ein Talent hat für die Formel 1 oder allgemein für den Motorsport. Und jetzt kommt ja ein kleiner Max Verstappen auch noch auf die Welt. Wird es wahrscheinlich in 20 Jahren wieder extrem langweilig werden in der Formel 1. Nein, aber es ist einfach unglaublich, was der Typ gerissen hat dieses Jahr. Und er hat ja auch selber gesagt, es sei für ihn die beste Championship gewesen, oder die schönste Championship gewesen, zum Gewinnen. Weil er hat halt auch wirklich eine Challenge gehabt. Ich glaube, das war schon das, was er gebraucht hat. Mal wieder ein bisschen eine Challenge. Weil für ihn ist es ja auch nicht extrem einfach gewesen. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen den Druck haben und so. Das tut mir blöd. Andere möchten keinen Druck haben. Und ich glaube, er hat den Druck wollen. Und ich glaube, den hat er auch ein bisschen gehabt. Und darum, da gibt es nicht Zustand. Also der Driver of the Day ist einfach auch der Championship-Gewinner, der Max Verstappen. Und ja, ich meine, ich habe das aufgeschrieben, ich habe das gerade direkt aufgeschrieben, ich habe mir nicht überlegt, also, soll ich jetzt einen Norris nehmen oder soll ich den nehmen? Oder für mich ist eigentlich von Anfang an klar gewesen, es kann nur eigentlich der Max sein. Mhm. Absolut. Und was ich richtig heftig gefunden habe, ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast, wie lange ist es jetzt her? 20 Tage, glaubst du, oder maximal einen Monat vielleicht, wo die Season aufgehört hat. Am Ich habe 8. jetzt schon wieder Videos gesehen. Dezember war das letzte Rennen gewesen. 8. Dezember, gell? Wir schreiben jetzt der 28. Ich habe jetzt schon wieder Videos gesehen, wo er erst andere Rennkategorien ausprobieren und wo er in der Zwischenzeit schon, also 2 Sachen, er hat sein Max Verstappen-Team und mit dem hat er also DTM, dort ist er gefahren und irgendwie auch so ein Hypercar ist er gefahren mit Acura zusammen. Und muss ich echt sagen, also wenn der nicht Rennen fährt, tut er in seiner Freizeit Rennen fahren, also es ist einfach abnormal. Und das zeigt einfach, dass der das einfach absolut, halt einfach im Blut hat. Ja, der lebt für das. Genau. Der lebt einfach für das. Der kennt auch nichts anderes. Ja, das ist ja so. Also es ist wirklich, wegen dem, das ist auch das, weißt du, ich bin am Anfang nicht so ein bisschen angehässelt worden. Verstappen, also auch von dir manchmal, gell? Immer, ja. Immer. Aber ich habe halt immer gesagt, weißt du, auch wenn ich ihn als Mensch vielleicht nicht immer unterstützen kann, wobei er sich jetzt auch mega gemacht hat, ist so ein bisschen das Talent auf einer Fahrstrecke gesehen, endlich wieder mal so, ist einfach geil, das ist einfach schön. Klar haben wir das auch mit dem Hamilton, aber immer wenn so ein Jungspund kommt und sich einfach präsentiert und zeigt, was er kann, finde ich das immer sehr, sehr exciting und ich bin gespannt, welcher von den Neuen das es jetzt wird sein. Mein Tipp ist der Piastri, bin ich ganz ehrlich, wo das neue Generation Talent könnte werden. Oder halt auch ein Antonelli, aber das sind jetzt mal noch gespannt, ob er runtergeht oder nicht. Aber ja, auf was ich raus will, ist einfach, ich finde das extrem geil, ihm einfach zuzuschauen, wie er ist auf der Strecke und was er alles fertig bringt. So, das ist True Greatness, kann man sagen, wo wir da eigentlich sehen. Und ich finde es schön, dass wir in dieser Zeit dürfen, das Glück haben, Formel 1 zu schauen. So. Genau. Dann greife ich jetzt ein bisschen vor. 2 Themen, wir haben es eigentlich gesagt, wir den Reihenfolge nicht groß ändern, aber ich finde, das passt noch gut rein, weil es sind nochmal 2 performance-bezogene Themen. Und zwar zuerst relativ simpel noch der Best Rookie. Einfach, dass wir das vielleicht auch nochmal schnell sagen, dass es gibt relativ unerwartet viele Fahrer, die halt doch gefahren sind. Wir hatten den Bearman, wir hatten den Doohan, die vergessen wir die ganze Zeit. Dann haben wir aber auch den Lawson, wo man halt wirklich als Rookie zählen kann. Wir haben den Colapinto. Und ja, also ich nehme jetzt nicht noch extra
Dings dazu, Arthur Leclerc und Isaac Hadjar, die in den Trainings gefahren sind. Aber das sind so... Und der Alonso hast du vergessen. Stimmt, der Alonso, Entschuldigung. Ach mein Gott, Alter. Nein, von dem her, wer hast du aufgeschrieben als der Best Rookie von 2024? Ja, ich glaube, das ist ziemlich einfach auch. Ich habe den Messi von der Formel 1 genommen. Ja. Weil da gibt es... Unterschrieben. Da gibt es irgendwie nicht gross darüber diskutieren, weil klar, man kann sagen, das, was gegen Ende Season mit ihm noch ein bisschen passiert ist und so, ist echt unlucky gewesen, der Schaden, den er alles so produziert hat, und das hat natürlich ihm jetzt nicht gerade, ja, da kann man ihm nicht gut dazu schreiben, das muss man halt schon so sagen, aber ich glaube auch allein schon, dass Red Bull nach so kurzer Zeit extrem viel Interesse entwickelt hat, also einen jungen Mann, der in der Formel 2 ja wirklich nicht mehr als Average war, aber in der Formel 1 plötzlich so ausgeschlagen hat. Ich glaube, das sagt ja auch schon viel. Und das Coole ist halt einfach eben das, ich glaube, wenn du eben so in die Formel 1 reinkommst, das hat man ja beim Nick de Vries schon gesehen, weil du kommst schon rein und du wirst halt einfach nur so als Ersatzfahrer genommen oder so einfach so, ja, du fährst jetzt einfach da halt mal das Rennen oder du fährst halt jetzt einfach mal bis Ende Jahr und du kommst halt rein und hast wie, blöd gesagt, nicht so den Druck oder nicht so den Erwartungsdruck, wie andere Fahrer haben, weil du kommst ja einfach und von dem her, es erwartet auch niemand etwas von dir. Also das heisst ja nicht ab Anfang an, also, du musst in die Punkte kommen oder so. Ausser du fährst natürlich irgendwie für ein Top-Team, so wie der Burman, weil dort jetzt dann schon ein bisschen mehr erwartet, aber weißt du, was ich meine, bei Williams, der fahrst einfach. Und wenn du nachher so Zeug rauslässt, eben so gut die Ergebnisse reinfährst, dann ist halt schon klar, dass auch das Interesse steigt von anderen Teams und auch dein Druck steigt. Und ich glaube auch darum ist er dann ein bisschen wieder abgeflacht, beziehungsweise hat er ein bisschen Crash gehabt, weil er halt dann doch wahrscheinlich ein bisschen mehr Druck gespürt hat und bekommen hat. Und er vielleicht einfach halt auch noch nicht mit dem hat können gross umgehen. Weil man muss halt für das auch sehen, für seine Seite oder von seiner Perspektive ist das natürlich ein riesen Wandel gewesen. Gell? Du bist in der Formel 2, fährst jetzt so und dann nachher ja, kommst eben plötzlich in die Formel 1 rein und das ist halt noch ein ganz anderes Kaliber, nehme ich jetzt mal schwer an. Also ich weiß es nicht, weil ich fahre nicht in der Formel 1, aber ich nehme es mal schwer an, es wird so sein. Und ja, für mich ist er einfach ganz klar Rookie of the Year, trotz seiner ganzen Crashes. Und ich meine, da, wo ich jetzt als letztes gehört habe von Alpine, eben mit dem Duen, dass er ja anscheinend nur einen Vertrag hat für die ersten paar Rennen ins nächste Jahr. Also hat sich da der Flavio schon recht grosse Tür offen gelassen, um den Colapinto reinzuziehen. Und ich würde es ihm hure gönnen, weil ganz ehrlich, der Colapinto, der hat schon mega viel Potenzial. Und auch eben die Fans, wie sie hinter ihm gestanden sind, das hat so richtig Ayrton Senna-Vibes gegeben und so. Es war einfach schön gewesen. Und er ist so ein sympathischer. Ich habe am Rand mitbekommen, dass er irgendwie einen 30-Jährigen datet oder so. Also, Props so in, Alter. Aber ich schwöre, Alter. Aber er macht einfach halt das, was der Ayrton gemacht hat, einfach umgekehrt. Und ja, es ist schon echt Next Level gewesen jetzt vom Colapinto. Und darum, ich würde es ihm hure gönnen und ich möchte ihn auch in der Formel 1 sehen, bin ich ganz ehrlich. Ja, absolut. Stehe ich komplett auf deiner Seite mit allem, was du gesagt hast. Also, auch das mit dem Ayrton Senna, was er umgekehrt macht. Ja, stehe ich voll auf deiner Seite. Saubere Sache. Wir können uns da nicht weiter drauf ein. Auf das Thema, aus gutem Grunde. Nein, es ist aber ja, funny. Grundsätzlich, nein, also ich stimme dir einfach nur zu. Ich wollte ihn in der Formel 1 sehen. Ich meine, selbst wenn es nicht nur sein Fahren können wäre, man hätte jetzt so extrem gesehen, wie hat auch Sponsoren eigentlich aus ganz Südamerika zu ihm gekommen sind und ihn wollen unterstützen. Und ja, ich meine auch der Overtake of the Year, den wir später auch noch werden besprechen, hat er ja bekommen. Das hat schlichtweg auch damit zu tun, dass Fans halt einfach ihn wollen, wie ein gutes Abschiedsgeschenk geben, nehme ich jetzt mal an. Es ist ja hauptsächlich Fanvote, der das entschieden hat. Ja, also das zeigt einfach, man liebt ihn überall irgendwie. Und das hat auch mit gutem Grund, weil er ist nicht nur sehr sympathisch und nett, er fährt halt wirklich einfach auch wirklich gut. Und was ich einfach krass finde, ist, wie der James Vowles den richtigen Reichen hatte. Oder er hat viele Optionen offen gehabt. Er konnte alte Fahrer, die schon länger nicht mehr davon 1 sind, irgendwie führen holen. Er konnte, weiss nicht, was für Driver-Swaps auslösen.
aber er hat sich für ihn entschieden. Niemand hat ihn auf dem Schirm gehabt. Ich auch nicht. Und ich meine, ich schaue ja viel Formel 2. Und dort hat er ja, wie du sagst, gut performt, aber er ist nicht immer um die Wins am Fahren gewesen oder so. Aber er hat halt dann auch nicht das beste Auto gehabt, wohl gesagt. Aber gleich, dass der James Vowles auch gehabt hat für ihn und eigentlich der James hat von vorne weg so ein Vertrauen gehabt, dass der gut wird performen, oder? Und klar hat er nicht gerade erwartet, dass er so viele Punkte reinholt, wie er es gemacht hat, aber er hat es gemacht. Und nein, Chapeau wirklich, also Rookie of the Year absolut verdient. Und ich bin fast überzeugt, dass er das jetzt bei Alpine wird bekommen nächstes Jahr, weil ja, ich meine, schau Performance an vom Duan, seinem allerersten Rennen und dann schau Performance an vom Colapinto, seine ersten paar Rennen. Also ja, wenn da der Vertrag, wie du sagst, wirklich nur für ein paar Rennen ist, dann wird das wirklich relativ schnell gehen, bis der Duan wieder Test and Reserve Driver wird sein. Ja. Ja. Genau. Also er ist ja jetzt bei Williams einfach weiterhin Ersatzfahrer, weil glaubst der James Vowles hat ihm ja noch hure geholfen. Hat ja hure viele Teams gesagt, hey, schau, ihr müsst einfach bis Ende, weiß gar nicht, bis Ende Season oder bis Mitte Dezember müsst ihr halt einfach mehr sagen oder müsst ihr ihm einen Vertrag machen. Weil sonst nehmen wir ihn wieder unter Vertrag, weil er hat ja jetzt keinen Vertrag gehabt in dem Sinn. Aber ich denke auch, dass der James jetzt nicht würde irgendwie blöd tun, wenn jetzt da eben von Alpine Meldung kommt, so hey, wir möchten ihn jetzt haben und so. Ich glaube, da würde er ihn schon springen lassen. Dann der wird er unterstützen, ja, sogar. Genau, und ja, also vom James wirklich definitiv ein guter Riecher gewesen mit dem und wirklich auch eine gute Entscheidung gewesen. Absolut. Ich würde sagen, wenn wir schon beim Jack Doohan sind, dann kommen wir doch auch gerade noch zum Flop of the Year. Nein, ich habe Jack Doohan schon nicht gerade als Flop of the Year rein da. Bei mir habe ich ein ganzes Team drin da, nämlich Sauber. Ich unterstütze eigentlich sehr gerne unser Schweizer Team. Ich bin relativ stolz auch dafür, dass wir ein Schweizer Team drin haben, auch wenn das jetzt klar in Zukunft nicht mehr so wird sein. Aber ich bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht gewesen von der Performance über das ganze Jahr über hinweg. Und man hat irgendwie von dem neuen Aluni Bravo, vom Teamchef, wie gar nicht gespürt und gehört und einfach generell vom Team. Also mir ist es so ein bisschen vorgekommen, als ob das Team nicht gewinnen so. Also ja, ich weiß schon. aber es ist nichts gekommen, so. Nicht irgendwie, ja, es ist schade, dass wir so performen, wir haben das und das Problem. Nein, es ist einfach so, boah, funktioniert halt nicht. So ist mir die ganze Season übergekommen. Und gerade wenn ich eben vom Bottas zum Beispiel höre, Bottas, es ist so ein Mensch, ich könnte den nicht, aber ich würde dem meine Kinder anvertrauen. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach, ich habe das Gefühl, was der sagt, stimmt. Und wenn er sagt, das ist die schlechteste Entscheidung, die er jemals getroffen hat, zu sauber gehen, dann ist es schon sehr aussagekräftig über Performance und auch über generell so ein bisschen das Mindset, das wahrscheinlich in dem Team geherrscht hat. Und ja, also das einzige Coole, denke ich, was das Team das Jahr hatte, das war einfach ihre Livery gewesen und sonst hat es sich so etwa. Ja, also ich bin sehr enttäuscht von Sauber und wegen dem sind die für mich als Team, für ihre ganze Performance, der Flop of the Year. Okay, ja gut, sehe ich. Also vor allem, ja, gut, Sauber ist auch die ersten paar Jahre jetzt nicht wahnsinnig berauschend gewesen, aber das war natürlich schon extrem schlimm gewesen. Bei mir ist es ein Fahrer, der Flop of the Year und Ja. es kann nur der One and Only Goat sein. Der Logan Sargent, weil, ja, also wenn man, ich habe es jetzt halt auf einen Fahrer bezogen, nicht aufs Team. Gell, wenn es ums Team gegangen ist, würde ich wahrscheinlich auch Sauber, oder würde ich ziemlich sicher auch Sauber nehmen, ja. Weil, ja, oder vielleicht auch Aston, weil Aston ist eigentlich für das, was sie reinbuttern an Geld und alles drum und dran, ist es eigentlich auch sehr, sehr ernüchternd, was dort so eigentlich an Performance rauskommt. Aber fahrertechnisch ganz klar, Logan Sargent, klar, er hat viele Wochen, Monate nicht das gleiche Auto gehabt wie der Alex, aber er hat dann doch zwei oder drei Rennen lang das gleiche Auto gehabt wie der Alex und es ist halt einfach doch nicht gekommen. Und ich meine, eben, da kommt der Colapinto rein und holt einfach gerade irgendwie die ersten 2-3 Rennen oder so und er fährt Punkte auch. Und einfach schon mehr Punkte als der Logan je geholt hat in seiner ganzen Formel 1 Karriere. Und das heisst dann schon viel, eben, oder spricht schon viel für den Fahrer. Und für mich ganz klar Flop of the Year. Und da muss ich ja nicht mehr groß weiter etwas darüber erzählen, weil, ja,
Es ist schon lange auffällig gewesen, dass der rausfliegt. Das ist eigentlich ein Wunder gewesen, dass sie ihn behalten haben, noch ein weiteres Jahr, weil 23 ist schon echt happy gewesen. Aber ja, du. Was ich halt auch lustig finde beim Sergeant ist, man hat ja immer gesagt, ja, der bleibt drinnen wegen Market Value oder Amerika. Anscheinend ist der in Amerika auch hure unbekannt, weil er hat einfach die ganze Junior Career eigentlich in Europa gemacht hat. So. Also, Wirklich? die Amerikaner hat es eigentlich gar nicht gejuckt. So. Ah, was? Okay, habe ich gar nicht gewusst. Das ist wirklich das Crazy. ist eigentlich egal. Also, außer du bringst halt einen Colton Herta oder lustigerweise ist ja nicht mal ein amerikanischer Fahrer, ein Alex Palou rein, interessiert die das einfach schlichtweg nicht. Die wollen einfach ihre Indycar-Fahrer in der Formel 1 sehen, sonst juckt die das einfach nicht. Okay. Von dem her, ja. Nein, verstehe ich absolut, könnte ich auch so unterschreiben. Und ich hatte einfach nicht Flop of the Year da, weil ich wie so gar keine Erwartungen hatte als Adam Lawson. Ich habe wie gar nicht erwartet, dass der überhaupt irgendwie performt. Wegen dem hat er für mich nicht noch extra gefloppt so oben drauf. So. Okay. Ja. Ja. Ja, sehe ich. Genau. Ja, jetzt würde ich sagen, von so ein bisschen den Performance-Sachen gehen wir ein bisschen weg zu unseren Favorite. Ja, alles Mögliche. Gewisse Sachen, die gewesen sind, passiert sind, gemacht worden sind. Und da starten wir ganz einfach mit der schönsten Livery. Da bin ich jetzt relativ gespannt. Du hast jetzt relativ schnell gewusst, was du aufschreiben willst. Was ist für dich die schönste Livery dieses Jahr? Für mich war es McLaren mit der Senna-Tribüne. Weil, ja, das war mal ein bisschen etwas Ausgefallenes, mal ein bisschen etwas anderes gewesen. Ich glaube, sie haben ja 2 Rennen gehabt, in Imola und in Monaco, habe ich gemeint. Ich weiß nicht, ob sie mal in Monaco sind, glaube ich, gefahren. Monaco safe, Imola weiss ich nicht. Ja, müsste ja fast, weil dort Senna ja gestorben ist. Darum gehen wir schon davon aus. Aber für mich ist das eigentlich, ja, würde ich schon sagen, die schönste Livery gewesen. Ich habe auch noch zwar Visa Cash auch noch cool gefunden, die sie in Singapur hatten. Die Hugo Boss, die habe ich auch noch recht lässig gefunden. Ich habe gedacht, dass die wärst aber sonst muss ich wirklich sagen, ist eigentlich das gewesen. Ich hätte mir ja zwar immer noch wirklich so einen schönen blauen Ferrari gewünscht für in Miami, aber nachher ist es nur HP gewesen, der draufgekommen ist. Und, ja, und die grusigen blauen Striche und stimmt, ja, das ist noch Wheelcovers. Ja, genau. Das hat so hässlich ausgesehen. Genau, Ja. aber ja, nein, sonst eigentlich muss man wirklich sagen, McLaren hat sich dort ein bisschen getraut, ist von dem Papaya mal auf 2 Rennen weggegangen, weil ich muss ehrlich sagen, da werde jetzt sich wieder viel aufregen, ich bin nicht so Fan von dem Papaya-Farbe. Also ich finde, Orange finde ich eigentlich eine schöne Farbe, aber ich weiss nicht, man hat früher habe ich immer die Aeros geil gefunden, mit der Orange-Werbung drauf, mit dem Mobilanbieter, schwarz und Dings, schwarz und orange. Klar, jetzt Dings ist auch schwarz und orange, das weiß ich schon auch. Aber nicht so wie halt früher ausgesehen. Und früher hat es geiler ausgesehen, ich weiß das auch nicht. Und Ja. darum ist es eine schöne Abwechslung gewesen und das Gelb-Grün hat richtig gut gepasst. Ja, absolut. Also ich kann es wirklich nur unterschreiben mit dem Schwarz-Orange. Ich bin keine Ahnung, ich glaube, wenn es richtig einsetzt ist, finde ich es geil, aber ich finde es zum Beispiel 2018 McLaren finde ich dann noch fast schöner, oder? Wo er noch die blaue Haifischflosse hatte und das ganze Auto war orange gewesen. Ich bin wirklich generell kein Fan von den neueren McLaren Liveries. Ich weiß nicht, irgendwie gefallen mir die einfach nicht so, aber ich weiß nicht, ob es unbedingt an der Farbe liegt. Ich glaube, es ist mehr einfach an der Livery, wie sie aufgestrickt ist. Also ich muss da hinzufügen, ich glaube, dieses Jahr, jetzt muss ich aber schnell kurz checken, nicht, dass ich jetzt einen Scheiß erzähle. Ich glaube, dieses Jahr haben sie einen orangigen Heckflügel gehabt. Kann das sein? Ja, das haben sie einen orangigen Heckflügel. Ja. Letztes Jahr war er schwarz gewesen, und das habe ich nicht geil gefunden. Jetzt, wo er orange war, habe ich ihn schöner gefunden. Also, Ich glaube aber, wenn die Farbverteilung ein bisschen besser gemacht wird, sieht es schon geiler ja, aus. das ist so, true. Und sie haben ja recht lang haben sie immer noch das verdammte hure Blau drin gehabt, weil sie ja doch ein bisschen mit Gulf angespielt haben noch. Aber das hat so scheiße ausgesehen, immer das hure Blau drin, das hellblau. Weil die schönste Livery, ich glaube, auf all time in der neuen Formel 1 Zeit ist wirklich eigentlich so die Gulf Livery gewesen, die McLaren hatte in Monaco. Ja. Die war so Bombe gewesen. Aber ja, ich habe gerade sagen, ich finde aber an und für sich Farbkombination geil und ich habe es schade gefunden. Ich weiss noch, wo sie angekündigt haben, dass sie wieder mit Gulf werden zusammenarbeiten. Das war ja leider nur sehr kurz gewesen, weil ja Gulf nachher zu Mercedes, zu Williams gegangen ist.
Ich habe mir dann die Hoffnungen gemacht, dass sie das hässliche Blau, das sie hatten im 2018, 17 und so, dass sie das werden umändern auf ein Golf. Ich weiss, ich habe das genau so gesagt. Ich hoffe, die machen eine wunderschöne blau-orange, ein Golfblau, Papaya-orange Livery. Und ja, dann in Monaco haben sie das gemacht. Und stell dir vor, die wären über das ganze Jahr so gefahren. Also das wäre einfach nur geil gewesen. Klar, hat Golf vielleicht nicht so viel gezahlt, aber ein Auto hat verdammt geil ausgesehen. Ja, aber ja. Ja. Money is king. Hey, money is king, money is king. Money is king, money is king. Ja, Aber ich finde es... Also nur mal ganz kurz noch, ich finde aber auch, weißt du, auch Ferrari zum Beispiel hätte so viel Potenzial gehabt, so eine geile Liveries rauszuhauen. Ich meine, allein letztes Jahr haben sie da die gelben Racing Suits gehabt. Und dann hat das auch, weißt du, da finde ich so schade, dass Ferrari einfach so fix immer auf dem Roten muss drauf bleiben. Sie haben, glaube ich, beim 1000. Rennen oder so, beim 1000. Rennen haben sie noch das Dunkelrot mal gemacht. Und that's it. Da mehr Farbänderung hat es eigentlich nicht groß gegeben. Ja. Klar, dass es rot. Ich habe gemeint, es hat im Fall, glaube ich, einmal in gelben Ferrari gegeben. Es hat mal einen blauen Ferrari gegeben, ja. Und weißt du, ein gelber Ferrari einfach so für ein Rennen wäre doch hure geil gewesen. Und das hätte, weißt du, die Leute wären so ausgeflippt. Oder jetzt auch eben in Miami, wenn sie mit so einem blauen gekommen wären. Das wäre so geil gewesen. Aber nein, sie hängen an dem scheiß Rot und mischen einfach dann so komische Farben drin und es sieht dann einfach nur verschissen aus. Ja, absolut. Also es ist, ich meine, aber gerade letztes Jahr, wo sie ja in Monza die gelben Overalls hatten, dann habe ich gedacht so, mein Gott, sieht das geil aus. Ja, also würde ich wirklich sehr, sehr begrüßen, wenn sie das Gelb ein bisschen mehr würden ausnutzen. Und ich finde eben auch, es ist zwar schön gewesen, so ein bisschen, eine Hommage an die Fahrer, aber der gelbe und der weiße Strich, ich finde, das hat jetzt im Auto nicht viel gebracht. Also, wenn wir darüber diskutieren, was in diesem Jahrzehnt das schönste Livery war, dann kann man zwar schon sagen, das letztjährige Formel 1 Ferrari-Auto, aber sicher nicht von diesem Jahr. Also, ich finde auch die Special Overalls, die blauen zum Beispiel, was ich kann, nicht sehr geil. Ich habe auch den schwarz Carbon-Gelb nicht so geil gefunden. An und für sich schon cool, aber I don't know, weiß auch nicht. Also es ist einfach, sie könnten viel mehr machen eigentlich mit dem, was sie sind. Und das Ferrari-Gelb ist ja auch sehr, sehr bekannt. Und ja, ich bin auch da, muss ich sagen, ein Sucker für gelbe Liveries. Ich kann einfach irgendwie, wir sind einfach die Jordan-Autos, die damals einfach immer eingefahren, die ganzen Buzzin' Hornets und Special Liveries. Was hat es noch gegeben mit der Schlange, glaube ich, oder etwas? Also es ist ja Benson Hedges gewesen. Ja, genau. Ja, ist möglich. Benson Hedges war ja der Sponsor gewesen, der hat es Buzzin' Hornets gegeben und es ist noch andere Sachen. In any case, ich bringe es mit dem auch wieder zu meiner Lieblingslivery und die ist auch die McLaren Senna Tribute. Einerseits will ich halt einfach sehr gerne gelbe Liveries haben, andererseits, weil es halt ein Senna Tribute ist, was ich immer sehr begrüße. Und was man auch muss klar gesagt haben, wir sind ein bisschen schauen, es hat also echt nicht so viele geile Liveries gegeben und auch sehr wenig so spezielle Liveries. Wobei Alpine Belgien ist auch noch geil gewesen. Kommt mir gerade in den Sinn. Habe ich eben gar nicht gefühlt. Habe ich echt gar nicht gefühlt. Vor allem habe ich wie nicht recht können unterscheiden, was ich jetzt anschaue. Ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, ich schaue jetzt gerade einen Alfa Romeo an. Und dann habe ich gemerkt, fuck, das Team gibt es gar nicht mehr. Ja, nein, also ich weiß auch nicht, habe ich gar nicht gefühlt im Fall. Ich finde sie noch schön, mir gefällt sie eigentlich noch. Aber ich finde halt wirklich das, was McLaren dort rausgehauen hat, habe ich viel schöner gefunden. Ja, definitiv. Und es ist halt einfach auch, es ist auch ein bisschen sentimental. Oder? Ich weiss, bin mir echt nicht sicher, ob sie es in Imola gebracht haben, das kann gut sein. Aber sie haben es auf jeden Fall in Monaco gebracht und das hat Dings, ja, das haben das 9-mal gewonnen, stimmt das? Monaco? 8-mal. Ja. Oh, du fragst mich etwas. In any case, das umeinander und das musst du halt echt schon mal schaffen. Also von dem her habe ich wirklich eine schöne Tribute gefunden. 6 hat er gewonnen. 6? Ah, okay, gut, dann habe ich übertrieben. Das geht richtig. Aber ja, ich würde sagen, von der schönsten Livery gehen wir gerade über zum schönsten Helm. Da habe ich mich echt null entscheiden. Wegen dem gebe ich dir mal den Vortritt und ich tue vielleicht noch meine Meinung wechseln jetzt.
Moment, ich bin da gerade noch geschaut, kurz sagen, das Rennen anschauen, aber ja, es sind glaube ich 6 gewesen. Aber ich tue mich jetzt nicht darauf festbinden, das kann auch mehr oder weniger sein, aber ich glaube 6 ist so gerade der erste Post, den ich da lese. Okay. Schönste Helm, ja, für mich eigentlich auch, zuerst habe ich überlegt, also, ja, was hat der Bottas gemacht, weil der Bottas macht eigentlich immer recht coole Helme. Und ich bin ein bisschen zwischen Bottas Australien 2024 ein bisschen dort so am Hirn gewesen, weil das ist auch ein cooler Helm gewesen. Mit so Barbecue-mäßig australisches Barbecue hat er gehabt. Und hat noch recht fancy ausgesehen. Ich bin dann aber schlussendlich auf den Alex Albon gekommen mit China Grand Prix mit dem Panda-Helm. Weil die Onboard-Kamera ist so geil gewesen. Die vergesse ich nie mehr. Wirklich, da kommt einfach so die Kamera, die der Fahrer filmen von der Lenkradperspektive her. Und du siehst einfach einen Panda, der in die Kamera reinschaut. Das sieht so geil aus. Darum für mich ist das eigentlich der geilste Helm dieses Jahr. Wir haben zwar vorher auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben vorher auch noch verschiedene Helme angeschaut, aber es hat dieses Jahr echt viel gegeben. Der Schübs hat da ein geiles Bild gefunden, wo alle drauf waren. Und also der Lando zum Beispiel in Ungarn hat auch so einen brutal schönen Helm gehabt, wo so an die Trophäe angelehnt ist mit dem Keramik-Look und so. Hat wirklich mega schön ausgesehen. Aber der Panda, ja, das ist einfach so ein cooler Helm gewesen. Darum für mich ist das einfach der schönste Helm dieses Jahr. Ja, ich finde es aber geil, weil bevor ich die Liste gefunden habe mit all diesen Helmen drauf, also das ist echt genial, gell? Es ist sogar Testing und Ersatzfahrer sind dort drauf, das ist noch cool. Bevor ich die Liste gefunden habe ich mir echt gedacht, ja, der Alex Albon Panda-Helm, ich liebe ihn einfach auch schwarz-weiß als Kombination. Und dann habe ich all die Helme durchgeschaut und dann, also ich habe jetzt immer noch nicht recht entscheiden. Ich habe zum Beispiel Norris in Ungarn-Helm habe ich auch so ein bisschen mit angeschaut. Aber für mich, ich bin halt ein riesen Sacker für Schwarz-Weiß-Rot. Und dann war für mich jetzt die Entscheidung zwischen entweder dem Alonso in Japan-Helm, wo er aber kaum gefahren hat, oder im Sainz in Mexiko-Helm. Und ich muss echt sagen, also im Sainz in Mexiko-Helm mit dem Santissima Muerte-Style, wo Totenkopf drauf ist und so. Hat er richtig, richtig geil ausgesehen. Ja, also für mich der Favorite Helm von dem Jahr ist im Sainz in Mexico Special Helm. Und ich habe auch noch ein kleines Shoutout gegeben, einfach weil er so simpel, aber ich habe das so geil gefunden. Im Daniel Ricciardo sein Maple Syrup Helm von Kanada, wo einfach basically nur ein weißer Helm ist mit Maple Syrup, wo drüber runterläuft. So. Habe ich mega cool und kreativ gefunden. So. Ja, also das Jahr habe ich echt, muss ich sagen, viel zu viele Helme gehabt. Ich könnte noch mehr Shoutouts machen, zum Beispiel im Leclerc in Monaco Helm, im Tsunodas in Singapur Helm. Zieht mich die alle mal rein. Also es hat wirklich sehr viele, sehr schöne Helme gegeben. Aber ja, Sainz Mexiko ist mein Favorite das Jahr. Ja. Genau. Wir bleiben gerade so ein bisschen beim Optischen. Wir haben Liveries gehabt, Helme gehabt. Was fehlt, sind jetzt noch die Overalls. Bin ich ein bisschen erstaunt gewesen. Es hat gar nicht so viele Special Overalls gegeben. Und als ich mir die normalen Overalls angeschaut habe, muss ich sagen, hat mir nicht einen unbedingt so gut gefallen. Da bin ich einfach am Wehrweisen zwischen Racing Bulls, ich kann immer Toro Rosso sagen, zwischen Racing Bulls Overall und Mercedes tatsächlich. Der weiße Mercedes Overall. Und da habe ich dann auch als, aber Entschuldigung, wieso kannst du Red Bull fucking Racing Singapur Grand Prix? Das ist so hellblau. Was für ein Name jetzt? Ja, whatever, Alter. Ich würde hassen. Bulls, einfach so, ne, so wäre es nochmal ein Racing Bulls. Ja, das macht es vielleicht einfacher. RB. Nein, ihre Singapur Overall spezifisch, habe ich sagen. Und nein, also für mich rausgestochen tatsächlich der weiße Mercedes Overall. Nicht, weil der uhuere geil oder uhuere special war, aber ich habe es einfach schön gefunden, wieder mal einen weißen Mercedes Overall zu sehen. Irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber es hat mir mega gefallen, den so zu sehen. Also eigentlich überhaupt keinen speziellen Grund, wieso ich das so geil gefunden habe. Es hat mir einfach gefallen irgendwie. Ja. Okay, ja, sehe ich. Also, der VC Overall hat schon recht sick ausgesehen. Also vor allem beim Hamilton Russell haben wir muss vor. Ey, by the way, hast du das mitbekommen, dass der Lawson ist ja in einem Podcast drin war? Und Ja. dann nachher hat er so erzählt, wie das so war, dort beim Messen. Weißt du, was sie ja hatten in Abu Dhabi.
Und hast du das Alter, mitbekommen, dass wie petty. wie sie provokativ da sitzt neben Max offen gelassen, dass dort der Russell herhockt, weil er der Letzte war, der gekommen ist, und der nimmt den Stuhl und hockt dann zum Hamilton in den Alter. Aber das ist auch eine bodenlose Aktion von den Fahrern, ey, wirklich. Ja schon, aber weißt du, bodenlos von der Fahrer, aber das zeigt eigentlich auch so ein bisschen, der Verstappen ist genug erwachsen, um zu sagen, ja easy, komm, hock neben mich an, wir sind privat jetzt hier unterwegs. Klar, er hat das alle doch ein bisschen Joke mitgemacht, aber der Verstappen hat das ohne Problem gemeistert, für ganz oben beim Zocken. Und er ist so petty, anscheinend hat er nicht einmal etwas gesagt. Alle haben gelacht, er hat währenddessen einfach den Stuhl genommen und sich runtergehockt, ohne einen Kommentar abzugeben. Da muss ich echt sagen, Alter, was für ein petty-ass-Motherfucker. Also, ganz ehrlich, das ist, also, die ganze Sache hat ihn so abnormal unsympathisch gemacht für mich. Das ist wirklich einer von meinen least favorite Drivers geworden. Das ist ganz schlimm. Ja, bei mir im Fall auch. Aber nein, zum Zurück aufs Thema. Bei mir war es tatsächlich Ferrari gewesen, mit deren blauen Anzügen in Miami. Die haben geil ausgesehen, weil ich habe Ich habe ihn gar nicht Ja, ich habe es geil gefunden. Ich finde richtig gruselig. weil ich habe es richtig geil gefunden, weil es ist mal etwas anderes war. Und ich habe auch den Merch, den sie gedroppt haben, noch recht cool gefunden. Vor allem die Ferrari-Jacke, die Baseball-Jacke, die sie gedroppt haben. Die wäre verdammt geil gewesen, aber kostet irgendwie so Ist das für einen Mögen von $400 oder so. Die hat recht geil ausgesehen. Aber es hat so einfach so ein bisschen den Oldschool-Vibe gegeben von Ferrari, weil eben Ferrari ist mal früher mal, glaube ich, eine Season lang mit einem blauen Auto gefahren. Oh, jetzt sehe ich die Jacke, Und, ja, die ist geil. Und die Farbe habe ich schon noch echt cool gefunden, weil es ist mal ein bisschen eine andere Farbe gewesen, als sonst irgendwie immer so ein bisschen war. Weil Blau ist immer entweder dunkelblau oder es ist gar kein Blau, weißt du, was ich meine? Und das ist aber so ein das hat einfach zu Miami gepasst, so das Blau, weißt du, und so. Darum habe ich es noch recht cool gefunden mit den Umständen und so. Darum ist das für mich eigentlich der schönste. Aber man muss auch sagen, sonst alternativ könnte man eigentlich nur sagen, ja, McLaren mit auch Ayrton Senna, aber die haben ja auch dementsprechend ja die Racing Suits gehabt, die gelb sind. Aber ich denke, wäre jetzt ein bisschen lame, wenn ich wieder das Gleiche nehmen. Darum, Ferrari hat jetzt schon einen coolen Job gemacht. Oder natürlich auch die Schwarzen, die hast du jetzt auch gesagt, hast du nicht so cool gefunden. Mir wiederum haben sie echt gut gefallen. Ich habe den Merch dazu recht cool gefunden. Nein, ich habe einfach, also weißt, an und für sich finde ich es cool, aber ich finde für Ferrari finde ich es nicht so gut. Also wenn ich jetzt nur müsste aussuchen, okay gut, welches ist der schönste Overall gewesen, ich habe tatsächlich den auch considered, aber ich weiß nicht, irgendwie passt für mich einfach nicht zu Ferrari, so Carbon. Ich weiß nicht, wie das irgendwie sollte in Verbindung gebracht werden. Ja, aber es ist halt einfach Carbon, oder? Und der hat mich einfach nicht so, ja, gejuckt. Aber die Dings, wenn ich jetzt den McLaren overall anschaue, ich muss sagen, ist schon auch cool, aber ich finde, es hat, weil sie einfach den normalen Overall genommen haben und das so gemacht haben, es hat irgendwie nicht so gepasst. Es hat für mich fast ausgesehen wie ein Australien Nationalteam overall, so irgendwie. Also für Piastri ist sicher cool gewesen. Aber keine Ahnung. Also mir hat es nicht so gefallen, weil es hat irgendwie viel Grün gehabt und ja, weil ich weiß nicht, irgendwie hat mir der lustigerweise gar nicht gefallen, wo mir das Auto sehr, sehr gefallen hat. Genau. Ja. Dann so ein bisschen von optischen Sachen gehen wir noch zu On-Track, haben wir uns auch noch 2 Themen aufgeschrieben. Und dann On-Track, das erste, was ich gerne besprechen wäre der Best Overtake. Und dann, ich glaube, ich weiß schon, was du genommen hast, weil wir schon vor dem Podcast gesagt haben, dass es eine Schande ist, dass im Colapinto sein Overtake gewonnen hat. Jetzt erzähl mal, was ist dein Lieblings? Also für mich ganz klar an der Elben in Kanada, weil das ist wirklich geil gewesen, wie er dort unter nassen Bedingungen in die Schikane reingefahren ist, dort, wo der Wall of Champion ist. Und er ist dort der andere ist der Ocon gewesen, und der andere wüsste jetzt gar nicht mehr, wenn das schon vorbei ist. Aber es ist links vorbei und dann nachher rechts am Ocon in die Schikane rein. Also das ist wirklich so ein guter Move gewesen. Darum finde ich es ist schon ein bisschen ein gestohlener Win für ihn oder beziehungsweise Auszeichnung für ihn mit der Overtake of the Year. Weil das ist für mich wirklich ein sehr, sehr krasser Move gewesen dort. Ja, ich finde auch, also es ist sicher, in meinen Augen ist das eigentlich einer von diesen Overtakes, wo man, ich würde sagen, wo so ein bisschen das Jahrzehnt wird können definieren. Also, es gibt immer wieder so gewisse Overtakes und gewisse Rennen und gewisse Sachen, wo du einfach so, wenn du zurückdenkst, wirst du an das denken. Und ich finde,
der Overtake hat echt Potenzial, in so eine Kategorie reinzugehören, oder? Weil, mach das einmal, oder? Und mach das einmal in einem Auto, wo stellenweise so instabil ist wie der Williams. Ja, also ich muss echt sagen, 2 Overtakes und dann noch so knapp und so Millimeter perfekt. Und auch, muss ich ganz ehrlich sagen, fair. Also er hat niemand von der Strecke abgedrückt mit dem Move. Er hat einfach extrem kontrolliert ausgesehen. Also ja, finde ich super. Für mich hat trotzdem aber Overtake of the Year jemand anders geholt. Und zwar, ich bin einmal alle durchgegangen und da habe ich einen gesehen, wo so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ich sage es mal so. Ein Grund, wieso dass ich liebe, momentan den Japan Grand Prix zu schauen, ist der Yuki Tsunoda. Und das nicht einfach nur, weil er Japaner ist, sondern der hat einfach eine Symbiose mit dieser Strecke, das ist abnormal. Der hat die Strecke so gut im Griff. Und jedes Jahr sehen wir mindestens einen richtig geilen Overtake von ihm. Und das Jahr hat er auch einen gemacht. Hat er einen Haas überholt in outside of Turn 6. Wohl gesagt, outside of Turn 6. Das ist basically das letzte S vor der längsten Raufkurve. Und da muss ich echt sagen, also das ist unhuere schwierig und du siehst wirklich nicht viele Overtakes, die du dort siehst. Und irgendwie hat mir das noch ein bisschen imponiert, dann nochmal zu sehen und dann müssen ich sagen, mal, das ist für mich der Overtake of the Year, aber mehr will ich halt einfach keine. Ich finde es mega geil und ich habe so ein bisschen eine Bindung zu dem Rennen mit dem Yuki drin. Ich finde das immer cool, in dort zu sehen, zu racen. So. Genau. Wegen dem ist das für mich Overtake of the Year, aber ja, kann auch absolut dein Take unterschreiben. Ja, nein, also Yuki hat also wirklich. Ich finde gut, man muss allgemein noch dazu sagen, glaube Yuki werden wir nicht groß noch erwähnen. Da. Yuki hat allgemein eigentlich auch eine gute Saison wieder hergelegt. Und eben, also gut, Moment haben sie vorher schon gehabt mit Chance für Red Bull, dass sie nicht genommen haben, weil ja, er hat es eigentlich verdient. Ja, wir müssen wieder anfangen über das reden. Aber das ist halt schlussendlich, hat es verdient. Macht mich hässig. Ich finde es lustig, egal, können wir nachher, ja, egal. Vom Best Overtake noch zum Best Race of the Year. Da bin ich gespannt, so ein bisschen, was dein Kriterium war fürs Best Race. Wieso hast du dich für das entschieden, was du jetzt würdest sagen? Ja, gut, ist Brasilien. Also, was gibt es so gross darüber diskutieren? Ich meine, da war jetzt wirklich alles dabei gewesen, von Fahrer, die Fehler machen, von blöd gesagt, komischen Safety-Car-Moves oder FIA, die Fehler machen, sagen wir es mal so, von unglaublichen Drives von Max und es war einfach chaotisch gewesen und es war einfach mal eine Abwechslung gewesen, weil sonst ist es eigentlich immer so, wenn du das Formel 1 Rennen schaust, du hast eine Startphase, die spannend ist, bis zu dem ersten Pitstop und dann merkst du einfach, jetzt geht es um Runterfahren. Und dann wird es immer ein bisschen mau, da passiert nicht viel, weil dann tun sich alle so ein bisschen einsortieren und dann wird einfach nur gefahren. Und dann, wenn es gegen Endphase geht, dann wird es wieder spannend, dann drehen wieder ein paar auf. Und das ist einfach so chaotisch gewesen, es ist Stunden und drüber gegangen, du hast einfach immer etwas gesehen und es ist immer etwas passiert. Auch Alpine, wo einfach ein Doppelpodium geholt hat, also es war so ein krasses Rennen gewesen. Darum für mich ganz klar das beste Rennen von diesem Jahr. Ja, sehe ich, kann ich auch wieder hart unterschreiben. Also, da bin ich jetzt wieder so ein bisschen fast gleich beantwortet wie das letzte. Meine Entscheidung ist weniger rational, mehr sentimental, weil ich finde, das beste Rennen ist Monza gewesen. Einfach weil wieder mal Ferrari Monza gewonnen hat. Und das ist einfach jedes Mal so ein Erlebnis. Und ich wünschte, ich könnte mal dort sein, wenn das passiert. Ich bin ja schon einmal in Monza gewesen, aber dann sind sie Pole geholt. Und das war schon krank geil gewesen. Aber nicht einmal, weil das Rennen geil war, sondern einfach nur, weil ein Ferrari Monza gewonnen hat, habe ich das als bestes Rennen rein. Das ist mir so blubben von dem Jahr. Und wenn ich zurückdenke, was hat mir am meisten Spass gemacht, dann ist es das. Weil ich bin generell einer, ich sage jetzt mal relativ ein Sentimentaler. Und ja, wenn ich halt so Sachen sehe, das füllt mein Herz mit Glück. So. Ich finde es immer mega schön. Aber ja, man kann halt schon auch nicht über Brasilien hinweg schauen. Also das hat jetzt echt alles gehabt, was ein spannendes Formel 1 Rennen ausmacht. Und ich würde sagen, beide dortigen Rennen sind aus ganz verschiedenen Gründen der Grund, wieso dass ich Formel 1 schaue. Weil das sind Emotionen, die ins Spiel kommen und es sind der Ruf und der Ab, der dich mitreißt. Und ja, also von dem her,
beide Rennen haben absolut in meinen Augen Daseinsberechtigung, aber ich verstehe natürlich, wenn man sagt, auf rationaler Ebene ist Brasilien schon besser. Es hat mehr Drama gehabt, mehr Action, mehr Overtakes und Regenrennen sind halt einfach immer geil, sind wir ehrlich. Ja. Aber ich kann es verstehen, weil eben gerade auch, eben, also klar, man kann jetzt so wieder mit dem Spruch kommen, der Sepp gebracht hat, dass er der Ferrari-Fan ist und so. Aber ich glaube, gerade wenn Ferrari in Italien Monza fährt, dann gönnt man es einfach an Ferrari, dass sie die gewinnen. Oder dass sie einfach halt aufs Podium kommen. Oder eben, wenn sie gewinnen, ist eine komplette Eskalation. Und ich glaube, das Jahr haben sich... Ich habe es halt auch im Schal hure gönnt. Da gewinnt Monaco und Monza in einem Jahr. Ja. Das ist schon hure geil. Also eigentlich gerade 2 Heimrennen sozusagen hat er gewonnen. Ja. Und ich glaube, für den Charles ist dort auch mega viel Druck auch weggegangen. Vor allem auch Monaco war ja verflucht gewesen, Anfang bei ihm. Ich glaube, da hat er viel Druck verloren. Und ja, vielleicht lange es dann als nächstes für eine Championship mal schauen. Weil ich glaube, er hätte schon immer noch Potenzial. Und ich bin auch immer noch ganz ehrlich mit dir. Ich glaube, dass er gerade am Anfang schon ein dicker schneller wird sein als der Lewis. Weißt du, es geht mir nicht so in den Kopf und ich komme fast Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, aber wir haben wirklich das Potenzial dazu, dass wir nächstes Jahr einen 5-Way-Title-Fight zwischen Leclerc, Hamilton, Norris, Verstappen und Piastri haben. Und der Gedanke, das läuft mir eiskalt einfach den Lass und komplett draussen lässt. Ist mir scheißegal, Alter. Sorry, der zweite Red Bull Seat ist einfach cursed. Es wird niemand anders als der Verstappen dabei sein. Und auch wenn der Verstappen nicht dabei ist, Alter, stell dir vor, das, was ich Anfang neue Regulations gesagt habe, unbedingt wollte. Ein Ferrari gegen McLaren Title Fight. Da stehen mir alle Haare auf, wenn ich mir vorstelle, dass das nächstes Jahr vielleicht endlich Realität werden. Ja gut, haben wir ja dieses Jahr eigentlich auch gehabt. So geil. Haben wir am Schluss auch gehabt. Also was Ja, aber nur Konstrukteur. Ja, was Konstrukteur aber Ich schaue für Drivers Championship, es tut mir leid. Konstrukteur ist schon cool, aber ich schaue für Drivers Championship. Ja. Nein, fand ich sehr, sehr geil. So ein bisschen von On-Track-Sachen gehen wir noch über zu, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen, ja, Misk, einfach andere Sachen, wo ich noch lustig gefunden habe, zu rein tun. Und zwar The Biggest Shock. Da bin ich gespannt, was du genommen hast. Ich glaube, da haben wir überhaupt nicht das Gleiche. Ja, also ich habe ja gesagt, ich habe ja ein bisschen mehr Sachen aufschreiben. Ich denke, es hat mehrere Schockmomente gegeben in dieser Saison, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht für einen entscheiden. Ich auch nicht. Darum habe ich habe gesamthaft 4 Stück aufgeschrieben. Okay. Erzähl. Also der erste ist einmal ganz klar gewesen, wo auch Anfangsjahr passiert ist, Lewis zu Ferrari. Weil es hat schon immer die Gerüchte gegeben, aber ich meine, die Gerüchte hat es schon seit etwa 5 Jahren immer gegeben, dass der Lewis zu Ferrari gehen könnte. Und das ist so wie einer, der immer lügt. Irgendwann glaubst du das auch nicht mehr, was er so erzählt. Und das ist halt einfach dann auch so der Fall gewesen. Da hast du gesagt, ja, okay, ja, komm, wieder jedes Jahr das Gleiche. Und plötzlich kommt einfach so der Move, hey, er geht zu Ferrari und es ist völlig crazy. Ich weiss noch, den Tag, wir haben miteinander hure exzessiv miteinander geschrieben, den ganzen Tag dort, beziehungsweise was passiert ist. Und ich war unterwegs gewesen. Ich arbeite für als Autoverkäufer und dann bin ich unterwegs gewesen und ich musste anhalten. Ich musste auf die Zeit rausfahren und musste Zeug lesen, dir schreiben, musste alles nachlesen, alles drum und dran. Ich bin so übergekommen, ich musste anhalten für das. Ich konnte nicht warten, bis ich retour bin. Ich musste schnell anhalten und das hat jetzt einfach höchste Priorität schnell in dem Moment. Und darum, für mich ist das mal so der erste, in Anführungszeichen, Schock gewesen. Der zweite ist tatsächlich, dass der Colapinto kommt in die Formel 1. Weil für mich halt eben, ist für mich wirklich ein No-Name gewesen. Ich hatte den gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und in meinem Herzen ist halt immer noch die Hoffnung groß, dass der Mick mal wieder in die Formel 1 kommt. Und ich habe den Mick gesehen. Ich habe wirklich den Mick in der Formel 1 gesehen wieder. Und ich würde nicht lügen, wenn ich behaupten, dass der vielleicht sogar mit einem Bein auch drinnen gestanden ist. Aber irgendwo hat es wahrscheinlich nicht geklappt gehabt, oder vielleicht hat er einfach auch vielleicht hat Williams einfach im Colapinto weniger zahlen und er hat halt noch die dicken Sponsoren mitgebracht. Wer weiß. Die Aussage, die dann nachher der James rausgelassen hat, ist natürlich dann wiederum ein bisschen bodenlos gegen den Mick. Hat sich ja aber dann gerade einen Tag später für das entschuldigt und hat auch gesagt, dass er es eigentlich nicht so meint. Ja, das habe ich dann auch ein bisschen, also schockiert ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich war schon recht überrascht gewesen,
dass der kommt. Aber jetzt so im Nachhinein muss man dem James einfach auch wieder Credits geben, weil es super Entscheidung war, dass er den in die Formel 1 reingenommen hat. Dann nachher, ob man das jetzt so ein bisschen als Schock anschauen kann, ich habe es einfach funny gefunden. Ich habe auch aufgeschrieben, Binotto Strikes Back habe ich reingenommen. weil der Binotto zu Audi kommt dann, oder als Teamchef reinkommt bei Audi. Aha, so. Das ist einfach so der Masterplan gewesen, oder beziehungsweise der Binotto. Nein, weil ich bin halt gar nicht Fan von Binotto. Ich meine, man hat ja gesehen, wie bei Ferrari das gelaufen ist. Ich meine, der Ari Vabene war um Längen besser gewesen bei Ferrari. Und dann nachher kommt der Binotto und hat irgendwie alles zur Sau gemacht. Und jetzt kommt er so sauber, schrägstrich den Audi. Ich weiß nicht. Da hat man einfach halt schon sollen, wie hat er geheißen? Der Deutsche, der bei McLaren war. Ja, ich meine, schau mal, wo jetzt McLaren ist. Ich meine, das beruht auch auf dem Erfolg vom Seidel. Oder muss man einfach auch im Seidel auch zuschreiben, weil der hat auch das Team dorthin gebracht oder in die Richtung geleitet auch. Und ich glaube, wenn er bei Audi gewesen wäre oder auch schlussendlich bei Sauber, wäre das sicher auch gut gekommen. Ich finde es halt schade, dass halt manchmal so zwischenmenschliche Konflikte halt einfach dann so solche Situationen führen, dass man halt auch rausgerührt wird, aber so ist es halt manchmal im Leben. Und ob der Binotto die richtige Wahl ist, I don't know, ich glaube es eher weniger. Ich glaube es aber mit der Verpflichtung von Bortoletto ist sicher schon mal ein guter Entscheid getroffen worden. Ich weiß auch nicht, wie viel Einfluss er da noch hatte, der Binotto, aber ich denke, das war sicher eine gute Option gewesen. Und das ist jetzt der letzte, ist mir so ein bisschen emotional und hat mir auch wieder persönlich, hat natürlich der Danny, der die Formel 1 verloren. Es war nicht ein Schock gewesen, sage ich jetzt mal, aber schon ein bisschen, beziehungsweise halt, es hat sich halt schon angedeutet gehabt, die Zeichen sind schon da gewesen, aber das letzte Interview in Singapur mit ihm, wenn ich schon mal zurückdenke an das zerreißt mir das Herz. Und auch das, er ist von einem Fan gefragt worden, dort, wo er in New York, glaube ich, oder so, oder in Los Angeles so einen Pop-Up-Store hatte. Ja, wie es aussieht mit Cadillac, und er hat gesagt, nein, I'm done. Weißt du, so, und da ist echt so, Alter, wieso, Danny? Und ja, ich kann es irgendwo durch nachvollziehen, dass es halt einfach auch nicht mehr watch, weil es halt einfach dich richtig, ja, an den Nerven zerrt und hat wahrscheinlich auch Metallhuren kaputt gemacht. Aber ja, ich sehe es ein und es ist auch fair, dass er hat müssen gehen, weil eben im Ende schlussendlich hat er einfach die Leistung gebracht und ein anderes Talent hat mir eigentlich die Chance weggenommen. Darum finde ich es eigentlich schon nur fair, dass es jetzt halt so ist, wie es ist. Aber für ihn, für seine Art und Weise, wie er in der Formel 1 war und auch wie er zu Red Bull war oder auch im Red Bull-Team war und allem drum und dran, ja, hätte ich mir einfach auch einen schöneren Abgang für ihn gewünscht. Ja, definitiv. Kann ich zu 100% unterschreiben und das ist für mich auch gerade der Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Biggest Shock. Ich habe es dann aber müssen ausleiten. Ist ein bisschen cheated in dem Sinne auch. Also ich habe mehrere Sachen. Weil ich habe einfach aufgeschrieben, Red Bull Driver Krüsi-Müsi. Also zum noch ganz kurz auf deine Punkte bezogen nehmen, kann ich alles unterschreiben. Finde ich alles wirklich auch gute Punkte. Binotto zum Beispiel, nur schon der Punkt, wenn du es ein bisschen mehr als Fun rein da hast, ich verstehe es auch nicht. Ich finde, er ist ein guter Ingenieur. Ich finde, er wäre vielleicht ein guter Head of Technical Department, aber generell ist er nicht eine starke Führungsperson gewesen. Also finde ich auch fragwürdig. Und dann, was hast du noch gesagt? Ferrari zu Hamilton, klar, das hat jeder einfach mal gestellt. Das hat die ganze Welt einfach aufgestellt, die ganze Formel 1 Welt auf jeden Fall. Und ich meine auch außerhalb, gell? Also bei mir im Geschäft sind Leute zu mir gekommen, hast du gesehen, Hamilton geht zu Ferrari. Und dann dachte ich, Kollege, woher hast du die Informationen bekommen, Alter? Du interessierst dich normalerweise für Nägel machen und Fußball spielen, I don't know, Alter. Aber okay. Ja, und was hast du noch gesagt, der dritte Punkt? Also Lewis zu Ferrari, Colapinto kommt, Binotto und eben der Danny. Ja. Mhm. Auch Colapinto verstehe ich. Der hat mich zwar nicht so schockiert in dem Sinn, aber es hat auch sehr out of the blue gewesen, so. Aber für mich, ich muss sagen, ich finde eben schon, dass der Daniel Ricciardo nicht mehr in der Formel 1 ist. Und die Art und Weise, wie das er nicht mehr in der Formel 1 ist, finde ich, ist ein Schock für mich. Ich finde, für das, dass er es so gut hatte mit Red Bull,
haben die absolut gar kein Anrecht gehabt, ihn so zu behandeln und ihn so zu gehen. Ich meine, der Liam Lawson hat in dem Podcast, wo wir vorher schon darüber geredet haben, hat er gesagt, dass der schon Wochen im Voraus gewusst hat, dass er kommt, oder? Und der Ricciardo hat bis zum Media-Release nicht gewusst, dass er muss gehen. Und ich finde das echt eine Frechheit, wie Red Bull mit ihm umgegangen ist, weil, weißt du, wenn Red Bull so mit einem Daniel Kvyat umgeht, okay, gut. Oder wenn Red Bull so mit einem Nick de Vries umgeht, vor allem, ja, okay, gut, verständlich. Aber der Dude hat 7 Rennen für euch gewonnen und hat den Vettel entkrönt eigentlich, oder? Er hat eine mega gute Zeit gehabt mit euch. Er war der einzige gute Teammate gewesen zum Verstappen. Also, dass man ihn so versichern kann, finde ich echt eine Frechheit. Und da habe ich wirklich persönlich, auf persönlicher Ebene mega Mühe gehabt damit. Jetzt, wieso habe ich aber generell das Driver-Musik aufgeschrieben? Weil für mich war nicht nur der Schock gewesen, man nimmt ihn raus. Für mich war der Schock gewesen, nach der Performance von Perez tut man nicht ihn oder einen Tsunoda direkt schon in Red Bull hinein. Und nach der ganzen Saison, die man immer noch nicht gemacht hat, behaltet man nicht einen Lawson, sondern man behaltet einen Tsunoda bei Racing Bulls. Der einzige Schock, der nicht rum ist, dass der Hadjar reinkommt. Das war klar gewesen, weil der hat das so dominiert eigentlich und hat dann nicht durch einfach Unluckiness eigentlich 80 Punkte verloren, dann wäre der Champion wurde der Formel 2. Das ist der einzige Red Bull Driver Swap, der für mich nicht ein Schock ist. Ja, okay, gut, das Perez Gold ist auch kein Schock. Aber grundsätzlich, ich finde es wirklich schlimm, wie Red Bull mit ihrer Driver-Situation umgeht. Und das kann ich unterschreiben, seitdem der Ricciardo gegangen ist. Oder? Dass sie den Gasly reingeholt haben, super. Aber ab dem Punkt, wo sie den Gasly rausgeschmissen haben, habe ich das Gefühl, trifft das Red Bull Driver Management nur noch schlechtere Entscheidungen. Ja, also nein, für mich ist das ganze Krüsi-Müsi der grösste Schock. Oder? Weil jede Entscheidung, die das herkommt, hat mich einfach schockiert, schlichtweg. Ja, sehe ich auch. Sehe ich komplett auch. Aber eben, wir kommen nachher noch zu den Breaking News, weil jetzt ein paar Schocks sind, die ich eben am Schluss nochmal aufzählen, was alles für Breaking. Dann sehen wir das alles noch einmal. Weil da gibt es sicher ein paar Sachen, wo man so denkt, so alter stimmt, das war ja auch noch gewesen. Ja, fix. Dann, was wir noch aufgeschrieben haben, habe ich zwar lustig gefunden zum Aufschreiben und da bin ich selber der gewesen, der am meisten gestruggelt hat. Wegen dem sage ich meine zuerst, weil ich glaube, meine sind nicht ansatzweise so lustig wie dies. Es geht nämlich um das beste Meme, das das Jahr durch Formel 1 generiert worden ist. Und zwar, ich habe dort ganz banal, ich habe 2 Sachen aufgeschrieben. Das eine ist technisch gesehen nicht in diesem Jahr. Also, was ich aufgeschrieben habe, ist Englisch oder Spanisch mit dem Sainz. Dort hat nämlich irgendein Fan, ich glaube es in Mexiko, gesagt, Englisch oder Spanisch und dann ist er so ins Auto einsteigen und der Sainz ist einfach stehen geblieben. Habe ich lustig gefunden, dass er das rausgehört hat und einfach auch durchgezogen hat. So. Generell sehr, sehr ein funny Guy, der Carlos. Gibt immer wieder gute Memes mit ihm. Oh, weißt du was? Nein, jetzt kommt mir sogar dieses Sinn. Mal, das ist noch viel besser als das nächste, was ich aufgeschrieben habe. Also, zuerst sage ich schon das andere. Und zwar, was ich auch noch aufgeschrieben habe, ist ein Meme, ist dieses Jahr wieder ein bisschen zurückgekommen. Das war, wo der Russell seine ersten Punkte geholt hat und im Interviewpen am Rennen ist und im Hintergrund siehst der Verstappen und der Ricciardo drüber am Lästern, wie der Russell am Rennen ist. Das habe ich richtig funny gefunden, dass das wieder aktiv wurde. Aber jetzt ist doch das beste Meme von diesem Jahr ist einfach der Carlos Sainz, wo er als Wichtelgeschenk das grosse Chili-Kostüm bekommen hat und im Dings gesagt hat, im Show, wenn du noch einen Punkt holst dieses Jahr, werde ich den anlegen. Und der hat ihn wirklich angelegt. Und das ist richtig funny gewesen. Das habe ich richtig geil gefunden, das Sainz mit dem huren Chili-Kostüm. Oh, das ist mein Favorite Meme. Okay. Ja, du hast etwas vergessen. Du hast eigentlich fast, kann man sagen, den GOAT von der Formel 1 Memes vergessen. Es gibt nur einen. The one and only. The one and only. Ich lasse dich mal schnell raten. Was denkst du jetzt, wer kommt? Ja, der Sergeant. Nein, du bist so Fan ab. Es gibt nur einen, der Babo ist und das ist der Fred Vasseur. Alter, was der das ja wieder rausgeballert hat. Champagner in Miami bei McLaren. Fotobomb bei McLaren.
er gemacht hat einmal. Und dann nachher der Zack hat ja nachher auch eine Fotobomb gemacht noch eins. Und der Sainz hat auch mal noch eine Fotobomb gemacht bei McLaren. Dann nachher das Baden mit dem Leclerc in Monaco. Nachher hat er, glaube ich, eine Woche später einen Rückenweg gehabt wegen dem. Ja, genau. Und dann nachher in Abu Dhabi, wo er einfach Championship-Trophäe nimmt und wegläuft. Und neben dem See. Und auch schon generell seine Interviews, die er macht, die sind einfach immer geil. Und für mich ist der Fred Vasseur ist für mich einer der besten, wie soll ich sagen, ja, ist Persönlichkeiten, genau, eigentlich in dem ganzen Formel 1-Zirkus. Und er bringt einfach immer so geile Videos und Memes kommen von ihm und so. Und er schaut immer so frumpy und du hast immer das Gefühl, so, der hat richtig Anschiss und ist richtig böse und alles. Aber der ist so ein Lieber und so ein Lustiger. Und er hat aber sauber immer schon viele Faxen gemacht, dort in Ungarn, wo es so süttig heiß war, ist er mit der Wasserpistole rumgelaufen und hat alle abgeschossen. Einfach so Zeug, er ist einfach ein geiler Sieg. Für mich ist das eigentlich, der wieder die geilsten Memes gebracht dieses Jahr. Absolut, er ist als Mensch das beste Meme. Ja. Vor allem, wie er immer mit der Champagnerflasche kommt und einfach alle abschiessen. Das ist so geil immer. Ja. Nein, aber ich finde es wirklich, also ich kann es auch noch unterschreiben und ich meine, man sieht da, was er für eine geile Atmosphäre in dem Team aufbaut. So. Also ich habe das Gefühl, der lockert richtig Ferrari auf. Die sind die letzten paar Jahre mit dem Riva Bene und mit dem Binotto, die alle so angespannt gewesen die ganze Zeit. Und ich meine, nichts summiert eigentlich das besser als die letzte Szene vom letzten Rennen, basically, wo McLaren über die Ziellinie fährt und Ferrari-Mechaniker schon bereits in der McLaren-Garage basically stehen und alle dort gehen umarmen, weil sie einen geilen Championship-Fight hatten. Ja, das war ein schöner Bilder gewesen. Das ist so, ja, absolut. Und ich glaube, das summiert so ein bisschen sein Führungsstil und was er mit dem Team so macht. Ja, finde ich wirklich sehr, sehr cool. Ja. Dann haben wir als letztes Thema, bevor wir noch zu all den Breaking News gehen, haben wir noch Best Drama rein da. Und da finde ich, kann man fast nicht anders schreiben, außer der Russell Verstappen Beef. Das ist es so lustig gewesen, also über das ganze Jahr drüber. Die haben zum Teil Crashes gehabt und sonst irgendwelche Sachen. Und es ist einfach so ein bisschen, es wirkt für mich so ein bisschen wie so ein kleines Kind, wo an der Hose von so einem 30-jährigen Dude zieht. So kommt mir das vor und so sich beschweren bei dem 30-jährigen Dude. Und das ist so, das kleine Kind ist logischerweise der Russell, der am Rennen ist, oder? Und irgendwie versucht den Verstappen zu sagen, nein. Und Verstappen lacht sich einfach nur weg, oder? Und das ist für mich die ganze Saison so gewesen. Und das Tüpfchen auf dem I ist halt wirklich die ganze Katar-Geschichte mit der Penalty. Wie er dort wie ein kleines Kind halt auch wieder ist rennen, bis der Verstappen eine Penalty bekommen hat. Und ja, in dem Sinn Best oder Biggest Drama auch und das zieht sich in das rein. Also ich sage jetzt auch wieder, zwei Themen ist einfach British Bias, ist für mich auch einfach ein riesen Drama gewesen das Jahr, wie viel British Bias nicht nur von den Kommentatoren halt aufgefallen ist, sondern halt eben leider auch so ein bisschen vom Stewards Room hergekommen ist. Wobei es ist nicht immer nur British Bias, oft ist es einfach auch Bias gegenüber dem, wo weiterhin in der Championship ist. Aber wo das hinführt, haben wir in 2021 eigentlich schon gesehen. Das wollen wir definitiv nicht wieder haben, so etwas. Ja. Aber ja, das ist für mich so biggest oder best Drama. Russell Verstappen Beef und British Bias. Ja. Ich habe etwas genommen, wo ziemlich am Anfang von der Season passiert ist. Und zwar ist das der Christian Horner. Oh mein Gott! Der Christian Horner? Ja. Stimmt. Das ist oh, gut. Ja, weil das ist einfach, dort hast du einfach so richtig so ein bisschen den Downfall von Red Bull mitbekommen dann, oder beziehungsweise auch gespürt mit der Leistung und auch wie viele Leute das gegangen sind und alles drum und dran. Und darum ist das für mich eigentlich so so sage ich mal, das grösste Drama gewesen. Klar, ich sehe das auch mit Max Verstappen und George Russell auch und so. Aber für mich ist das nochmal einiges schlimmer gewesen, beziehungsweise einfach so mühsamer gewesen, sage ich jetzt einmal, weil das ist auch wirklich bodenlos gewesen und ich kann es bis heute eigentlich irgendwie noch nicht nachvollziehen, wieso der Typ immer noch bei Red Bull der Teamchef ist, weil klar, er hat natürlich, oder ist auch, also hat auch einen grossen Beitrag gehabt für den Erfolg fürs Team, das gesehen natürlich schon auch, aber auch gerade nach dem und so, weiß nicht, ist halt schon mega, wie soll ich sagen, schwierig halt, irgendwie auch, weil
soviel ich weiß, ist die Angestellte, die das alles öffentlich gemacht hat bei Red Bull, inzwischen rausgerührt worden. Die arbeitet nicht mehr dort. Und ich weiß nicht, die haben sich anscheinend dann irgendwie geeinigt gehabt untereinander, aber wie, keine Ahnung, das ist nie an die Öffentlichkeit gekommen. Das hat einfach schon ein bisschen einen faden Beigeschmack alles. Ich finde das Thema immer mega schwierig, weil ich bin ein sehr grosser Verfechter von unschuldig bis bewiesen. Und gerade bei so Themen ist es immer auch schwierig, weil und ich wollte jetzt nicht komplett den Horner in Schutz nehmen, versteht mich nicht falsch, aber es gibt auch da wirklich extrem viel, das sind nur sagen Frauen, es gibt auch Männer, die das machen, die halt versuchen, andere Menschen in die Recht zu ziehen, und so Sexual Allegations sind halt schon ein riesen Angriff so, als Person. Und ich meine, wir haben das ja auch gesehen, was mit KI alles möglich ist. Wie viel davon ist effektiv echt, was ist nicht echt. Das Ding ist, ich glaube, egal was wir gehört haben oder nicht gehört haben, alles, die richtige Wahrheit werden nur die involvierten Personen wissen. Und wer weiß, vielleicht ist halt wirklich etwas vorgefallen. Who knows, vielleicht sogar noch schlimmer, als das man eigentlich sagt. Und man hat sich dann trotzdem einfach auf eine grosse Geldsumme gegeben und das Thema abgehakt, oder? Es ist mega schwierig zu beurteilen als Außenstehender, weil wir haben nicht alle Fakten und sie haben sehr wenig durchsickern. Aber was mich vor allem dort krass dünkt, ist, wie er das gehandelt oder eben nicht gehandelt hat. So, es ist einfach die ganze Zeit nur so auf die Seite rausschieben gewesen. Und klar, ja, du willst dich auf die Strecke fokussieren und so. Aber irgendwie hat das Ganze, wir haben die ganze Zeit von dem Power Vacuum, also das Loch von Macht innerhalb von Red Bull, und das hat das einfach ausgelöst, die ganze Thematik. Und ich habe mich vor allem auch mir, wie das alles gehandelt worden ist. Oder man hat alles einfach unter den Teppich geschoben und so. Und ja, schlussendlich weiss jetzt niemand, was effektiv war und was nicht war. Und ich weiß nicht, ich verstehe nicht ganz, wenn du sagst, ich verstehe nicht, wieso das da immer noch der Formel 1 ist, weil am Ende des Tages hat er extrem viel Gutes geleistet. Ich finde, das Team Principle ist er extrem gut. Aber gerade wenn die Sachen jetzt effektiv wirklich passiert sind, dann verstehe ich wiederum die News-Sage, dass so jemand nichts im Rampenlicht verloren hat. Punkt, oder? Wegen dem. Ich bin immer zwiegespalten, wenn es um das Thema geht. Ich habe es vielleicht wegen dem Monat aufgeschrieben, weil ich habe gar nicht daran gedacht. Entschuldigung. Irgendwie stoßen wir die ganze Zeit auf den Podcast, das tut mir geil. Er liegt schwer auf den Podcast. Er liegt mir schwer auf. Nein, aber es hat für mich, wie du sagst, auch einfach wirklich einen faden Beigeschmack und ich habe es vielleicht einfach ein bisschen vergessen. Aber ja, absolut, das ist verständlich eines der biggest Dramas von diesem Jahr. Ja. Nein, aber das sehe ich auch so, vielleicht hätte ich es nicht aufgeschrieben. Ja, das Ding ist halt einfach eben, ob es jetzt wahr ist oder nicht, oder was auch immer schlussendlich noch passiert ist und wer jetzt schuld ist und wer nicht, oder was auch immer. Ich glaube einfach, es gibt Haufen andere Sachen, die auf dieser Welt passieren, wo Leute verurteilt werden oder wo Leute dann nachher rausgerührt werden oder weiss ich was, wegen kleineren Vergehen oder anderen Sachen, wo, sag ich mal, halb so wild sind, wie das, was dort so erzählt wurde. Darum, ja, ich finde es halt einfach gerade Red Bull, wo ja auch in der Formel 1, sage ich jetzt mal, klar, es ist nicht das Ferrari. Ich glaube, wenn es jetzt bei Ferrari passiert wäre, wäre er gerade geflogen. Also, aber sie tun ja immer so ein bisschen so das Prestige auch, oder lüpfen sich immer ein bisschen auf das Prestige auf. Es hat halt einfach in meinen Augen nicht verloren. Und dann nachher muss man halt einfach, auch wenn, weißt, ich sage ja nicht, dass man ihn hat vielleicht müssen gerade rausschmeißen oder es wäre nicht schlecht gewesen, aber man hätte ihn ja einfach auch können suspendieren für die Zeit. Wo das einfach, einfach noch nicht geklärt ist, was jetzt genau ist und alles drum und dran. Das ist genau das von E-Mail, oder man weiß nicht, was stimmt. Also, das ist einfach nicht richtig geändert worden. Suspendieren. Genau, bin ich absolut ihrer Meinung. Weil, wenn das gemacht worden wäre, hätte man können sagen, hey, look, okay, es ist Red Bull wichtig, dass das sauber läuft alles und dass die Leute auch fair behandelt werden, etc. etc. Und dann hätte man das können machen und dann wäre das gut gewesen. Aber man hat ihn einfach weitermachen lassen und er steht dann noch so provokativ mit seiner Frau am Podium dort, so Arm in Arm, weißt du, wo dann nachher auch nochmal so anscheinend eine Mitteilung vermitteln, so von wegen, das sagt nichts, ich bin meiner Frau treu und so. Und das ist einfach halt, das hat so einen grusigen Nachgeschmack die ganze Zeit gehabt, alles. Darum, ich glaube, dort eben, ja, man soll einfach anders handeln, Punkt. Ja, weil, ich meine,
es ist wirklich, wie du sagst, es ist egal, ob es jetzt effektiv etwas passiert ist oder nicht, egal was für eine Anschuldigung. Es hat wirklich so gewirkt, dass Red Bull das nicht ganz so ernst nimmt. Und das ist auch für mich das, wo so, ja, so ein unwohles Gefühl auslöst. Weil ich meine, wenn wirklich etwas passiert ist, dann hättest du es sollen spicken, ganz klar, und zum Teufel jagen und noch Geldstrafe hinterher schießen. Wenn nichts passiert ist, und weißt, dann verstehe ich auch, es ist halt schwierig. Sagen wir, das Red Bull höhere Management hat von Anfang an genug Beweise gesehen, zum zu wissen, es ist nichts passiert und das ist eine erfundene Geschichte. Selbst dann musst du dir doch als Firma bewusst sein, dass die Welt ein anderes Verständnis hat, weil die Medien andere Sachen ans Licht gebracht haben. Und dann tust du entweder dich als Firma komplett öffnen und sagen, hey, schau, das sind die Beweise, die uns glauben, das ist nicht so und das ist einfach ein crazy Bitch, der Scheiße baut, was sie nicht gemacht haben. Also ist es auch in meinen Augen ein klares Zeichen, dass sie das nicht vermutet haben. Und dann ist wirklich der einzige richtige Course of Action, ist ihn zuerst mal aus dem Kreuzfeuer rausnehmen, gehst die Führung in einem Adrian Newey oder wem auch immer, oder im Dings, wie heisst er, der mit den weißen Haaren länger Der zurückgestreckt. Jennifer Wheatley. Meinst du den? Der Jonathan Wheatley. Aber der geht ja Ist zu eben- Dings, der verlässt ja Red Bull. Der verlässt ja Red Bull jetzt, ja, aber du hättest gleich können ihm dann das Leadership geben, das war für den noch nicht klar gewesen, dass er geht. Und du musst einfach ihn mal aus dem Kreuzfeuer rausnehmen, bis alles bewiesen ist, oder? Mhm. Und dann kannst du immer noch zurückholen. Weil das hätte in der ganzen Welt gezeigt, dass Red Bull das ernst nimmt. Und wie du schon sagst, so wie sie es kennen hat, hat es das nicht gezeigt. Schlichtweg. Ja. Ja. Riesen Thema. Ja, das ist so. Dass wir nach einem ganzen Jahr immer noch so viel Diskussionsstoff darüber haben. Das ist echt. Ja, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, das kommt eben noch dazu. Ja. Ja, gut. Interessant. Dann, also von den Punkten her sind wir eigentlich durch. Also, dann tue ich da noch das ganze Breaking-Zeug mal noch aufzählen, was ja noch passiert ist. Bin ich Also, gespannt. ich glaube, es ist schön chronologisch aufgelistet. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht nicht ist, weil eben, es ist von einem Instagram-Post. Aber wir fangen da mal an. Eben. Das erste, was passiert ist von diesen 36 Breaking News: der Günther Steiner verlässt Haas. Beste Entscheidung, die Hase können Genau. treffen. Danach hat Charles Leclerc hat seinen Vertrag verlängert bei Ferrari. Was Mhm. meines Wissens auch wieder ein Multi-Year-Contract war, also keine Ahnung wie lange. Ja, das ist sehr schockierend. Danach Lando Norris hat verlängert bei McLaren. Mhm. Danach ist es gekommen, die erste Bombe. Lewis Hamilton verlässt Mercedes. Nachher geht Warte schnell. Norris und Leclerc ist schon vor dem gewesen, verlängert. ja. Crazy. Danach, Okay. nachher ist Lewis, wo eben Mercedes verlässt. Danach im gleichen Zug Lewis, der zu Mhm. Ferrari geht für 25. Wo kürzlich einmal die Aktienshares 10% durchgedrückt hat, die ganze Bekanntgabe. Mhm. Danach kommen wir zum ersten Rennen im Albert Park. Albon fährt mit dem Sargent im Auto, weil er seinen so gecrashed hat. Das ist, Oh, das wäre auch geiles Drama das, gewesen. das, Oh das ist mein eigentlich Gott. auch bodenlos gewesen, Alter. Das zeigt einfach schon die Haltung vom Team zum Sargent. Ey. Holy shit. Das ist einfach eigentlich schon, dann haben wir geschaut, wer wir könnten setzen, so gefühlt. Danach Fernando Alonso, Verlängerung bei Aston. Danach Nico Hülkenberg verlässt Haas. Nico Hülkenberg geht zu Sauber für 25. Mhm. Danach die nächste Bombe, Adrian Newey verlässt Red Bull. Das ist heftig. Ja. gewesen, Ja. Dann, boah, die Zirkulation, was wir da alles diskutiert haben, wo wir können Ja, das war Mein crazy gewesen. Danach Alex Albon tut Vertrag verlängern bei Williams. Gott. Mhm. Pierre Gasly verlängert den Vertrag bei Alpine. Mhm. Nachher da, keine Ahnung wieso das ein Breaking drin ist. Lance Stroll verlängert den Vertrag bei Aston. Danach Ollie Berman macht einen Multi-Year-Contract bei Haas. Mhm. Nachher Kevin Magnussen verlässt Haas. Und ab da haben wir langsam mal hart darüber diskutieren, wieso der Sainz noch keinen neuen Sitz hat. Weil langsam gehen ein Dings zu. Genau. Nachher Binotto joins Audi F1 Project. Danach Esteban Ocon, Multi-Year-Contract bei Haas. Und dann haben wir da Carlos Sainz, Vertrag mit Williams. Mhm. Danach haben wir da eben den Jonathan Wheatley, der zu Audi geht. Danach haben wir den Jack Doohan,
Race for Alpine in 2025. Einfach, das ist mal der Vertrag, dass er einen hat. Das ist so mal einer der ersten so, what the fuck Ich schwöre, Momente gewesen, ja. so, hä? Und dann nachher Logan Sargent droppt. Und dann sind wir jetzt etwa in Sanford. Dann nachher, Also sind wir erst in Sanford. ja, und dann nachher Colapinto kommt für den Rest von der Season. Bitte was? Wer? Ja, dann nachher Kimi Antonelli, Vertrag für 2025 bei Mercedes. Hat es denn ins Himmel Ja, geschissen? das war also crazy gewesen. Nachher kommt noch etwas Geiles. Kevin Magnussen receive one race ban. Und dort weiss ich noch, Alter, das ist so geplant gewesen in seinem Kopf. Und er genau gewusst, was er gemacht hat. So in jedem Interview gesagt, ja, das ist mit Absicht. Ja, wirklich. Ja, gut, er hat auch viele Punkte kassiert, dass das Team kann unterstützen, dass der Hülkenberg in die Punkte reinkommt. Aber Also von dem her, die, die haben, haben alles fürs die sind schon geil gefahren dieses Jahr. Ja, absolut. Dann nachher Oli Berman to race Aserbaidschan GP for Haas. Ist er dort eingesprungen schnell. Also ist er auch noch für den, das ist jetzt dort per Zufall nicht drin, für Ferrari ist er ja auch noch gefahren. In Saudi-Arabien. Was ist bei Aserbaidschan gewesen? Der Hülkenberg, echt, wo krank Nein, eben Raceband vom Dings. Vom Entschuldigung, Futzstop, der Raceband. Ja, klar. Nein. So, nachher Adrian Newey joins Aston Martin. Und das war für mich der grösste Schock gewesen. Aber ich mag mich erinnern an ein Video, wo der Martin Brundle, nein, irgendein anderer Interviewer, der Jeremy Clarkson auf dem Grid gesehen hat und der Jeremy Clarkson so, wenn ihr ein bisschen News habt. Adrian Newey is house hunting in Oxfordshire, not Maranello. Ja. Und dann ist so klar gewesen, so, oh shit, Alter, wenn der Jeremy Clarkson etwas weiss, kannst du drauf gehen. Das ist so, ja. Das war eigentlich crazy gewesen, ja. Mhm. Und gut, er ist schon mit ihm in die Schule gegangen, das hat er mal erzählt. Ja, genau. Top Gear. Da hat er uns gesagt, dass er eigentlich ihm alles abgedrückt hat in der Physik und so. Also, Ja, also genau, dass der Newey im Clarkson alles abgeschaut hat. Clarkson, Das ist so ein geiles Sein. so ein Legende, Mann. So, dann nachher der nächste Breaking ist Daniel Ricciardo, der Formel 1 verlässt. Nachher Liam Lawson, der kommt. Mhm. Dann nachher haben wir Oli Berman confirmed for a full weekend. Das haben wir da auch noch. Und das ist dann... Ist dort jemand krank gewesen? Ah, dort ist der Magnussen krank gewesen. Ja, dem ist es nicht gut gegangen. Ja. Eben doch. Dann nachher ist er das ganze Wochenende... Das war, glaube ich, in Mexiko gewesen, ist er eingesprungen dann. Ja, Mexiko, Mann. Krass, aber in dem Fall hat der Magnus, nein, es sind nur 2 Rennen gesehen, wo der Magnus nicht gefahren hat. Oh, das ist Brasilien? Nein, es war Brasilien, nicht Mexiko. Brasilien war es, wo er nicht gefahren ist, ja. Brasilien. Mhm. True. Dann nachher das nächste Breaking ist Bottas and Joe. Der Leaf Kick sauber. Dann nachher haben wir den Bortoletto, Multi-Year-Deal. Dann nachher haben wir... Ah, was, das ist ein Multi-Year-Deal? Mhm. Ich meine, es ist nur ein Jahr. Das... Nein, der wird bis zu Audi reinkommen. Nein, die werden den aufbauen. Ja. Finde ich cool. Dann nachher Esteban Ocon, der nicht Ding fährt, das letzte Rennen. Das nächste Rennen. Dann haben wir den Jack Doohan, der kommt für das letzte Rennen. Dann nachher das- Checo Perez, Das habe ich verstanden. Alter. der rausgerührt wurde von Red Bull. Und dann haben wir den Liam, der bei Red Bull fährt bei 2025. Und am Schluss noch die letzte Breaking News, der Valtteri Bottas Reservefahrer für Mercedes. Mercedes. Aber dann fehlt noch eine, die allerletzte, nämlich dass der Isaac Hatcher zu Red ja. Bull kommt. Dann ist das nicht drin. Ja, das ist nicht drin gewesen, ja. Krass, hä? 36. 37 mit dem Es Haschar, ja. 37. Es hat mehr und dann deutlich mehr Breaking News, als dass es einen Monat gibt. Also wir haben pro Monat über 2 Breaking News eigentlich. Ja, aber gerechnet, ja, genau. Das ist crazy. Heftig. Ja, aber das wäre es eigentlich gewesen, so mit diesen ganzen Breaking News und mit unserem Season Recap. Ja, ganz am Schluss noch, das habe ich aufgeschrieben, das hast du wahrscheinlich nicht notiert. Season Rating, was würdest du in dieser Season für das Rating geben? Oh! Season Rating. Also ich sage es zuerst, bei mir ist es ein 8 von 10. Ich finde, sie hat viel Drama gehabt, es hat viele Ups und Downs gehabt, sie war unterhaltsam, es hat wirklich alles drin gehabt, aber ein 10 von 10 ist sie in meinen Augen nicht gewesen. Und ein 9 von 10 schon auch nicht ganz. Ich würde immer noch sagen, dass ein 9 von 10 wirklich das war, wo 21 war, wo halt wirklich die WM im letzten Rennen, in der letzten Runde, nicht ganz in der letzten Kurve entschieden wurde. Das ist für mich eigentlich so ein kleines 9 von 10, 10 von 10 mäßig gewesen.
Aber sonst so, overall muss ich sagen, ist für mich die Season wirklich ein 8 von 10 gewesen. Ein gutes 8 von 10 gewesen. Ja, gesehen ich. Also ich habe auch instant ein stabiles 8.6 im Kopf gehabt. Einfach so aus dem Stegreif. Ich muss aber schon sagen, also wenn man das jetzt in Tertial bewerten, dann würde ich das erste Tertial vielleicht so als ein 5 bewerten. Und dann geht es langsam darauf. Dann würde ich für die Mitte-Saison, glaube ich, ja, so ein 8, 9 umeinander geben. 9 vielleicht schon nicht ganz. Aber ich glaube so, ja, 8, wenn man so eine runde Zahl nimmt, ist glaube ich eine ganz, ganz stabile Zahl. Weil die Season ist underrated. Man hätte können sagen, es ist langweilig gewesen oder weiß auch nicht was. Aber das 8, finde ich, bewertet es doch relativ gut eigentlich. Ja. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das aber gewesen mit der heutigen Episode vom Unsafe Release. Ihr könnt gerne auch ein Feedback geben in der Kommentarfunktion von YouTube, Spotify, aber man kann überall mittlerweile eine Antwort auf den Podcast auch geben. Könnt ihr gerne hinschreiben, wie ihr die Season gefunden habt. Ein paar Ziele reinschreiben oder auch sonst einfach euch ein Rating von dieser Season, würde uns auch wundern natürlich. Und ja, dann bedanken wir uns wie immer recht herzlich, dass ihr bis dahin zugelassen habt. Und dann wünschen wir euch wie immer auch ein schönes Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal beim Unsafe Release.